Please hodl! 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 Please hodl the line! So, Kinder. Schauen wir aus. Neue Woche, neues Glück, oder was? Was ist jetzt da mit YouTube? Ich hör mich nicht. Ich hör mich nicht. Das muss der Timmy Boy sein, wer weiß sonst. Servus, bin auch da. Grüße für mich daheim. Was ist jetzt da mit YouTube? Ah, ich hör mich selber. Grüß zu dir daheim aus Landau, Timmy Boy, Popo, Mann. Ha! B! Ibens, Birger, Montag, 20. Eine weitere Runde. Das Erdnussbrot beschwert sich bei Werbung. Scheiße. Kauft einmal Premium. Fußvolk. Pöbel. Grüß meinen Haufen hinein. Mir nichts passiert. Bin voll gespannt, was ich gesagt habe. Habe die Ehre an den Riesenmike, an den Feierhand, an den Benny, an den Bastian, an den Töner, an den Bösel, an die Olivia, an den Skalsenleis, an die Königin Elsa, an den Robert Diniere, an den Richie, an den Geissi, der aus irgendeinem Grund 35 € her scheißt. Servus Birkbert. Habe die Ehre. An Shayna Jonse-haftigen Stream. Jonesy-haftigen, jetzt. Jonesy-haftigen haben wir ein bisschen, oh, der Tristan Strive denn. Die haben es auch schon 1000-mal gesagt. Sag ich nichts mehr. Geisi, Kuss aus der Nuss. Tristan aus Tristan. Merci dir. Ist zu viel und du weißt es. Kuss auf die Nuss, danke dir. Lömzepp, Züge 88. Da habe ich die Birge endlich wieder hin. Ich habe selbst schon durch. Tatsächlich eins von den besten bis jetzt. Kneitinger Pilz. Lass das schmecken, aber Pilz mag ich nicht. Pilz ist, was nicht. Birger, wo? Ton, wo? Was für Ton? Geht der Ton nicht, hä? Hallo? Hallo? Was ist denn? Was ist da los? Was ist da los? Hallo? Mike Check 1,5. Einer nach dem anderen. Herr Gensel, 77 Monate ist absolut gestörte Scheiße. Habe Tritt und vor 77 Monaten noch Freitagnachmittag-Streams weiter. Also das ist, da muss ich einen Taschenrechner rausholen. 77 geteilt durch 12. Das sind 6,5 Jahre, Alter. Herr Gensel, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Art und für dieses Ausmaß an Loyalität. Ich weiß nicht, was ich zu sowas sagen soll, aber 77 Monate ist wirklich abgrundtief gestörte Scheiße. Vielen, vielen Dank dafür. An den ganzen Rest natürlich auch, aber 77 Monate ist eine verfickt lange Zeit. 6,5 Jahre. Du spinnst komplett. Jetzt wird dann, der Stream wird jetzt dann 6. Der regelmäßige. Montag, Mittwoch, damals noch Freitag, jetzt auch wieder so ein bisschen Freitag. Der wird jetzt dann 6 Jahre alt. Und ein halbes Jahr vorher hast du da schon einer. Ich hab gar nicht gewusst, dass wir da schon Mitgliedschaften gehabt haben. Ich sag das freiwillig, wie es ist. Vielen Dank dafür. Kuss auf die Nuss. Mike. Habe die Ehre, Birger, bin auch wieder da. Merci für 31 Monate. Feierstarter, merci für 9 Monate. Habe die Ehre, hoffentlich gibt es diesmal wieder einen Wilhelm-Scream. Ich habe mich mit dem Spezi unterhalten über das Spiel. Ich sag bloß, nailed it. Mein Ellbogen operiert auf einen geilen Stream. Was ist da los? Bazooka Joe, servus Chef, bin erst mal 6 Monate daheim. Passt, Erde. Kannst du ganz noch in den Stream so schauen. Oder tu es einfach nicht. Zock einfach irgendwas. Gute Besserung. Ellbogen operiert. Was ist denn da wieder kaputt gegangen? Ist wieder irgendwas kaputt. So, jetzt muss ich mich beim Rest noch bedanken, sonst sind sie wieder beleidigt. Timmy Boy, merci für 27 Monate. Das ist auch schweinelang. Watson Downy, 31 Monate. Merci dir. Habe die Ehre auf ein neues LKW-Phone. Andy One, merci für 33 Monate. Hauptmann Crash Moonfire, merci für 9. Franzen, merci für 39. Bazooka Joe, für die Besserung. Schickt sie mir mal ein Herz als Spam. Das machen wir, wenn es irgendjemandem schlecht geht. Rein damit! Rein damit! Wenn ihr mitmacht, ist eine absolute Kackfrisur. Und das Chats nicht würdig. Nochmal langsam alles noch an. Die kämen nicht mehr aus. Was ist das mit der Liste schon wieder? Jetzt war's 2 Wochen lang so einigermaßen ruhig. Fix Letten. Sebastian, merci für 47 Monate. Bigler, merci für 45. Matthew, 20er, 2. Statt Blumen, für Leute, kriegst du ein Duschgeld. Passt. Ich bloß aber keinen, das soll ja gleich schon, wie es ist. Soll ja gleich schon, wie es ist. Aber das tut der Leute auch nicht, selbst wenn du ihre Probleme schenkst. Sag's, wie es ist. Herr Buch, merci dir. Flo, merci für den Zügel. Aber heute bis zum Abspann, oder? Ja, so weit haben wir noch nicht. Nächste Woche brauchen wir noch. Ich glaube, am Montag ist Finale. Laut meinen Recherchen. Ich habe natürlich nicht vorgespielt oder vorgeschaut, ist eh klar. Aber so, was die Progress-Timeline hergibt. Nächsten Montag haben wir, ist wahrscheinlich Finale. Heute noch nicht. Herr Sesselsepp, merci für den Zügel. Habe ich Christus Weiden. Idee-Opf. Ich weiß nicht, was die verstehe ich bloß wieder nicht. Alex, merci für 16 Monate. Project Hardstyle 66 Monate. Auch absolut gestörte Scheiße. Habe die Ehre zurück. Free Frankie, habe drückt auf eine geile Nazi-Peitsche. Macht die eigentlich auch so Sieg. Ich kann es nicht sagen, was sonst bin ich fort. Free Frankie, merci für den Zwiegel. Ausbau, merci für 21 Monate. Da mache ich heute einmal mit. Servus benannt zurück. So, jetzt das Spam. Only for you. Bazooka Joe, eigentlich müsste der Ellbogen jetzt schon wieder gut sein. Mit nichts zufrieden, der Birgbert. Herr Trappel, was hast du gemeint? Bin nie mit irgendwas zufrieden. Map! Im Hintergrund, Alter. Wo? Wo ist da ein Map im Hintergrund?
Ja, also das ist eher Globe. Ja, das darf ich jetzt nicht als Map bezeichnen. Ja, von hinten, mehr als für den Zwickel. Mehr Spaß weg. Haut einen schönen Abend, den wünsche ich dir auch. Heute bespaßt, ich hab halt easy going, Alter. Indiana Jones bespaßt uns ganz von allein. Das Spiel ist wirklich absolute Idi-Opf in der Oberpfalz. Jetzt, Herr Bösel, da schon, das weiß ich bin ja aus der Oberpfalz. Was ist da reinschreiben? Du kannst da einfach reinschreiben, Idiot. Kann aber auch heißen, Idiot des Obersts. Keine Ahnung. Herr Huppuch! Nein, brauchst nicht. Das kratzt an die Gockel. Ich sehe seit Freitag mein Ex-Aubezwack. Jetzt habe ich es verstanden. Hey, ja, andere Mams sind auch nicht dichter. Tu dich nicht runter. So wird es wieder. Gut, geil, mir jetzt wieder ein Zwickel. Bitte eine Gedenkminute für die Familie Ritter. Ganz bestimmt nicht. Ich hoffe, er hat seinen Platz im ewigen Fliesentisch gefunden. Rest in Norman Ritter, du kleine Saufnase. Legende. In Gedenken an seine Fische. Also, wenn wir sicher eine Leute Legenden nennen, dann haben wir wirklich die Kontrolle über alles verloren. Ich sag das freiwillig, wie es ist. Der einzige Punkt, wo man die Buben von der Leute ist, die hatten nie auch nur die geringste Chance. Nie. Von Anfang an weg nicht. Natürlich ist es schön, wenn jemand stirbt. Ich freue mich ja nicht, dass jemand stirbt, aber den dann Legende zu nennen, schwierige Geschichte. Leerzeichen Bertmeen. Hock DRRT Beinand. Vollidiot. Batman! Hockt Beinand, merci dir. Das Hockt werden wir übrigens ab jetzt wieder verbieten, weil die Tussi hat das immer mitgekriegt mit dem Kryptoscam, mit ihrem Hawkcoin. Bis auf 30 Millionen, ich weiß die Zahlen nicht genau, aber irgendwie auf 30 oder 40 Millionen aufblasen und dann tschüss. Das hat man mitgekriegt. Eigentlich, naja. Also, wenn irgendjemand hergeht und einen Hawkcoin gekauft hat, haben wir jemanden herin, der einen Hawkcoin gekauft hat? Der Timmy-Boy schreibt jetzt natürlich leicht zeitverzögert, ja, also ich glaube nicht, du hast da einen gekauft, sondern du hast es mitgekriegt. Oder wahrscheinlich alles möglich. Der hat es Hirn geritzt, ja. Trump-Coin, to the moon! Ja, genau. Das will man, was hat das? Hat 900% plus gemacht oder so, ein Trump-Coin. Ja, kannst du schon wieder Teppich auf und reinkehren. Ich glaube, es hat schon wieder halbiert, ich weiß nicht. Zahl mal selbst, wer ist jetzt 50 Slayer! Ich bin zu doof für Kryptowährung. Da gibt's nichts zum Blöd oder gescheit sein. Kein Mensch weiß, wie das funktioniert. Absolutes Gambling. Du kannst in die Tschechei auch fahren und 50 Euro auf Schwarz setzen. Selber in Grün. Das ist nichts anderes. Gut, eine einzige Geschichte hat's. Du kannst das, oh scheiße, jetzt ist den 100er, den ich mir, keine Ahnung, kaufst du, was weiß ich, kaufe 100 Euro einen Bitcoin. Oh scheiße, jetzt ist er bei 50. Ja, dann verkaufst du ihn halt nicht. Dann sitzt das die nächsten 20 Jahre aus, bis er wieder über die 100 Euro drüber geht. Das ist das Einzige, was du in der Tschechei nicht machen kannst. Zum Casino setzen, dann hingehen und sagen so, ja, jetzt hätte ich gerne, weiß ich nicht, wenn ich da jetzt 2 Jahre sitzen bleibe, kriege ich die 50er dann wieder, dann eher nicht. Aber ansonsten ist der Unterschied nicht recht gleich. Oder nicht recht anders. Und das Einzige ist, man kann die Wahrscheinlichkeit im Casino berechnen und bei den Kryptowährungen nicht. Trump-Coin to the Mars. Elon freut das. Ja, wahrscheinlich. Timmy Boy! Ja, freilich, ich kauf so einen Scheiß. Nein, ich meine, ich hab das mitbekommen. Ja, hab ich mir schon gedacht. Also, wir haben ja Gott sei Dank keinen, der da herin blöd genug war, dass er sich einen Hawkcoin kauft. Ja, Gott sei Dank. Ich merke auch schon, haben wir nicht recht viel mitgekriegt, so. Glaube ich. Weil die Reaktionen im Chat sind jetzt eher so, was hat er geredet dann gerade? Keine Ahnung. Hab ich die Bürger. Von wenige Cent auf $70. Da reden wir wahrscheinlich vom Trump-Coin. Trump-Coin ist schon auf nur noch $41. Ja. Also hat sich quasi halbiert. Also bitte, wenn mag ich ein Vollbier-Coin? Ja genau, das mache ich dann, wenn ich aufhöre mit YouTube. Verkaufe die restlichen Leute, die noch da sind, verzeih irgendwas von der Bierger-Coin. Der Martin bis zur Million wert ist. Verkauf alles und verpiss mich dann irgendwo hin. Das ist gut. Herr Pötzi! Hab ich eine Donation übersehen? Was denn für eine noch gerade? Da, tatsächlich! Schluss jetzt, Lauber, wenn du nicht vorhin, du kommst gleich. Nein, Herr Pötzi habe ich einfach übersehen. Alle habe ich gut. Bürger, spielst du noch Diablo 4? Morgen ist Season 7 da. Ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich Path of 2 gespielt habe, über 200 Stunden im Dezember bis vor einer Woche oder bis vor 2 Wochen, muss ich ganz ehrlich sagen, Diablo 4 stickt mir überhaupt nicht. Null. Das hat mir erst einmal so richtig schön die Augen geöffnet, wie schlecht Diablo 4 eigentlich ist. Und zwar so schlecht, dass es Schmerzen verursacht. Physische, dauerhafte, chronische Schmerzen. Jeder, der Spaß hat mit Diablo 4, hauen Sie rein, Alter. Haben Sie Spaß. Season ist mit Sicherheit genauso gut wie die letzten 6 Seasons. Have a great time.
So, jetzt, Herr Pötzi, merci dir. Timmy Boy, da habe ich schon gelesen, Alex aus Öl, merci dir. Sind wir noch Fragen für seine Prüfung lernen oder Birkbär schauen? Ja, die nächste arme Sau, die dann zum Einsatz ruft, sagst du, ich bin schuld. Nimm mich auf mich. Ich bin aber auch der Bergdoktor. Schickst mich. Ich regel das. Alex, merci dir. Herr Abak, 7 Monate, merci dir. Ich bin dein einziger türkischer Fan, deswegen die Frage. Haben Pinguine Knierschein? Plus, wann spielst du Valiant Hearts 2? Ist wirklich geil. Es gibt Valiant Hearts 2? Wo? Du meinst wahrscheinlich den DLC. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das steht in meiner Planlisten drin. Bin mir nicht sicher. Da muss ich allerdings auch sagen, so gut wie Valiant Hearts Standardversion war, warte mal, das hat 226 ausgeglichene Bewertungen. Und das Original hat einfach 23 oder 22.500 äußerst positive. Ich fürchte, das werden wir uns sparen müssen. Ja, aber das werden wir uns sparen müssen, fürchte ich. Da klangen wir ins Klo ein. 10 Neues! Wir müssen spielen. Timmy Boy, merci für den Euro. Biercoin, wo? Du gehst auf chernobyl.com und wenn da ein PayPal-Button ist, dann drückst du den, der geht auf mich. Merci dir, Brucki, merci für 26 Monate. So, Schnauze halten, ich mach jetzt den Browser zu. Schluss mit Brausen, da kannst du brausen gehen. Wir spielen wir heute die vorletzte Runde, oder sehr wahrscheinlich die vorletzte Runde, Indiana Jones. So sieht's aus. And the Great Circle, so sehr wir uns, und vor allem ich, gebe ich zu, beim Trailer drüber lustig gemacht haben. Der letzte Stream letzten Montag war grandios. Das Spiel ist grandios von vorn bis hinten. Hab mich mit dem Spezi drüber unterhalten. Es sind so viele Anspielungen drin. Ich kann nichts anderes zu dem Spiel sagen, außer fucking nailed it. Fang mal an! Hallo, hört's aus. So sieht's aus. Ich bin ja nur auf der richtigen Seite herrennt. Das ist gut für uns. Oder stimmt das? Kann man das so lassen? Weiß ich nicht. Dann heißt der Squad jetzt halt Ribbelf Dax. So nennen wir unser Coin. Ribbelf Dax. Das hört sich schwer professional an. So, da sind wir. Zusammenfassung letzte Woche. Wir waren am Himalaya. Oder wie die Fachkreise ja sagen, Himalaya. Und da haben wir gesagt, da ist ein Schiff jetzt um. Das ist nix. Herr Huppuch, Spendenaufruf für den Bürgercoin. Da müssen wir nicht daher spielen, ich jetzt den Coin kaufen, aber sagen gibt's nicht. Jürgen! Barbercoin. Herr Bürger, wann gibt's wieder ein Mizi-Spiel? Weiß ich nicht, wenn es ein Mizi, das ist eine gute Frage. Gibt's noch ein Mizi-Spiel, das wir noch nicht gespielt haben? Ich glaube, eins gibt's noch. Steht auch auf der Liste. Schauen wir uns an. Herr Huppuch, Ruhe jetzt. Was haben wir da, Timmy Boy? Okay, erstmal ein paar Tausend reinstecken. Das ist eine gute Idee, Timmy Boy. Wenn ich mal einen Coin mache, reinbuttern. Reinbuttern. Tu dich auf die andere Seite, man sieht dich nicht. Was? Fortfahren, Drucki. Das letzte Mal haben wir doch noch ein Spiel mit Mizi gespielt. Wir haben doch da ein Mizi gefordert, wenn ich mich richtig erinnere. So, da sind wir. Was müssen wir denn da? Ich habe keine Ahnung. Ich habe in der Zwischenzeit dieses Mal nicht gespielt, weil ich nicht gewusst habe, was da kommt. Wir haben ja da keine Nebenquellen. Was ist denn halt? Maxi? Der Meister, bitte da wieder am Start. Maxi? Chill die Kniescheibe. Hm? Merci dir. Zu viel. Und du weißt es. Achtung. Rest in peace, Mr. Headphone User. So. Ärger im Paradies. Merci dir. Schluss jetzt. Tu jetzt den Kasten weg. So, Dankeschön. Unsere Quest lautet Ärger im Paradies. Wir sind mal im Dschungel von Siam. Und wir sollen einen Marcus anrufen. Stimmt, das hat's geheißen. Da hab ich noch gesagt, der Marcus haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Das stimmt. So, wo müssen wir hin? Aber da Vieri. Da, haben wir zum netten Morgen. Was ist da los? Irgendwas mit Angriffen. Nein, schon wieder Faschisten. Voss kümmert sich um die ganz gewiss. Den verweichlichten Krucku würde ich nicht trauen. Was ist das da, unser Hotel, oder was ist sie knockert? Was ist mit dir? Na gut, pimmelt man nicht lange mal runter. Servus, sie war jetzt da! Begrüßungsgeschenk, was ist das? Mangostane, was sind denn Mangostane? Wir haben das schon mal gemacht, folge dem Plan. Oh, sie weiß, dass wir es verstehen. Scusi! Babbeluppe! Tschüss dann. So, Telefon wo? Oh, da liegt ein Haufen Zeug umeinander. Danke. Gegenstandsmaximum erreicht. Haben wir da? Oh, da haben wir was. Zeitungsartikel. Flutartikel. Sintflutartige Regenfälle in der Region Savankruk
Kakolok, keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Zahlreiche Regionen in Siam haben derzeit mit den Folgen einer außergewöhnlich heftigen Monsunzeit zu kämpfen. Dazu zählt auch die Provinz Sabakakok, die für die Ruinen von Sukhothai bekannt ist und in der Reisfelder und Dörfer entlang der Flüsse überschwemmt wurden. Touristen wird empfohlen, diese Region zu meiden, da die normalen Reiserouten für einige Zeit nur eingeschränkt oder gar nicht. Oh, sag schon. Hallo, was ist es? Surika, schau mal hier, Klammer was von der Theken hinten. Ja, so gute Theken, wenn hinter der Theken einfach, weiß ich nicht, ein Verkehr am liegt. So, ich muss jetzt da irgendjemanden anrufen. Markus. Ich komm, da ist das Telefon. Ring, der Telefon. Operator มีอะไรให้ฉันช่วยไหม Ja, Vermittlung. Ein internationales Gespräch, bitte. So, mal soll es eine Vermittlung gehen. Hallo? Die Szene in From Dusk Till Dawn. Marcus, hast du die Seite? Ja, du hattest recht, Indianer. Es gibt Legenden über eine verschollene Zikorat im Dschungel von Sukhothai. Da soll es angeblich spuken. Die Khmer meiden sie. Doch auf Legenden kann man nicht bauen. Aber Sie wie sind zum wohl Schlägern. beschäftigt, dann komme ich später. Selbst wenn es sie gäbe, wüsste niemand wo. Das dachte ich mir. Keiner an der Rezeption. Wie geht's Ihrem Freund? Wer ist das? Eine Frauengeschichte. Nein, natürlich nicht. Nein. Markus, sei nicht albern. Sei nicht alt. Klingeln hilft. Hab ich gemacht. Dann nochmal. 5 Euro drauf, dass die noch schmusen. Minimum schmusen. Noch dran, Markus? Indianer, ich muss dir was sagen. Und zwar? Die Universitätsverwaltung. Sie haben beschlossen, dich zu feuern. Eine Oh. Sekunde. Die wollen mich feuern? Hab doch gesagt, dass du nicht mitten im Semester verduften kannst, alter Junge. Also bitte, Oh. Markus, ich habe hier gewisse Verpflichtungen. Entschuldigen Sie mal. Diesmal kann ich wohl nichts für dich tun. Der Riesenmann. Wo sind Steine? Hallo, Locus. Warum fragen Sie nicht Voss? Der hat Sie im Vatikan eingesagt, nicht ich. Letzte Chance, abzuhauen. Hallo, Leben wertvoll, Indianer? selbst ihres. Bist du da? Sawadika? Vielen Dank, überaus hilfreich. Hallo? Was ist da los? Eine Drohung. Vermittlung? Istrat, Die Verbindung ist unterbrochen. Hallo? Das ist das Gegenstück zum Yoda. Nicht klar grün und red komisch, sondern groß Jones. braun und red noch komischer. Was ist los? Sie sind ja leichenblass. Stimmt überhaupt nicht. Nichts. Hat etwas gedauert? Doch jetzt haben wir endlich Zimmer. Plugal. Jones, 10 Euro an mich. Oh, irgendjemand da der Barcode auf 10 erhöht. Der Schlüssel für Ihr Zimmer. Hotelzimmer! Danke. Alles kommt Wir schon sehen noch. uns morgen. Hotelzimmer 4, hab's genau gelesen. Da, Zimmer Nummer 4 finden. Das ist wahrscheinlich heute oben. Was soll es denn sein? Da ist Nummer 2. Da ist Nummer 1. Das macht sehr viel Sinn. Das kann ich einfach nicht lesen. Tu mir ein Feuerzeug ummal. Das ist 3. Das ist 4. Easy. Ja, was haben wir noch Leute dabei? Ein Leute! Herr Aback! Hier eine kleine Spende zum Start der Ausbildung zum Pilot, bevor die platzen Terminator killt. Alter, das ist immer Insiderwissen. Ich weiß zwar nicht, ob es direkt darauf angespielt ist, aufs Insiderwissen, aber ansonsten das Klick hat. Herr Aback, merci dir. Schluss jetzt mit der Rumdonator sein. Was haben wir da? Vergessene Seite. Ich bin im Hotel angekommen, fern der geschäftigen Hallen der Kollegen. Ich mag nicht lesen, was müssen wir denn da? An der Universität war ich schon ziemlich oft. Universität. Ich hab keine Zeit für Universität. Da schon wieder ein riesen Kaffeebahn. Oh. Ich bin gespannt, ob man mal so, er hat ja jetzt von Geistern und so einen Schmarrn geschmatzt, der Markus, ob er mal so übernatürliche Regen ist Sachen herrlich. herkommen. Gegner. er wäscht alles weg. Du hast recht. Bocker Fegeln im Ring. Gina. Tut mir leid wegen Laura. Ich weiß nicht wohin, wenn das hier vorbei ist.
Jedenfalls nicht ins alte Leben. Was ist mit Ihnen? Was werden Sie tun? Schätze mir wohl einen neuen Job suchen. Keine Familie? Sie... Sie... Oh, das ist der Blick. Ja. Es lief nicht. Oh, Ich... jetzt Marion. Jetzt Sie meinte, ich sei zu beschäftigt mit der Vergangenheit. Hab viele Versprechen gebrochen. Wie die Veranda zu reparieren. Schick auszugehen. Ja, ich weiß schon, Sie können sehr abweisend sein. Aber wissen Sie, beim Kennenlernen dachte ich, Sie wären ein herzloser Grabschänder. Oh, Ist das Bahako, so? deine 10 Euro haben unterwegs. Ja. Und was denken Sie jetzt? Der Boerbeier ist bei 14. Oh, Ich lag falsch. ja. Und? Na? Sie haben ein Herz. Also nur ein Grabschänder. Jetzt wird umeinander zipfen! Wir alle haben Schwächen. Naja. Ah ja. Ja, ist egal. Ja, das war klar. Und da ging jetzt der Hidi für 2 Euro. Das war's Wir müssen dann. hier raus. Runter in die Lobby! Runter in die Lobby. Ah, nicht raus in den Dschungel. Mit dem knockerten Schwarf in der Los Hand. Los doch. Ja, ich mache jetzt schon Vollsprint. Oh Gott. Oh no. Was? Sie werden das Hotel angreifen! Wir können helfen. Wie denn? Gib Karabiner! Karabiner wo? Was? Ja, sag einmal! Zwei Waffen haben wir da also! Sicher! Haben wir noch irgendwo? Wo? Chico Presto! Die stellen die irgendwie. Los, runter, Jones! Wir müssen hier raus! Gib mir Verband! Durch den Lagerraum geht es raus, doch der ist zu! Ich suche den Schlüssel. Ich schau ja aus den. Suchen Sie da drin! Los, runter, Jones! Was schießt denn da auf mich? Kann der auf linken schießen oder was? Ja, Alter, sonst geht's doch schon noch gut. Das sind so viele Schlüssel, Gina. Der schaut Ich anders aus. finde den verdammten Schlüssel nicht. Ja, woher sind denn die wissen, was der Schlüssel jetzt ist? Gut, ich knack das Schloss. Ich brauche Deckung! Ich komme, Gina. Jetzt chill mal. Gina, Deckung geben. Gib mal. Basta così! Date fuoco all'hotel! Was ist? Da ist noch ein Schuss drin. Herzlichen Glückwunsch. Oder was ist? Das würde meine Hände zittern! Sie schaffen das. Konzentration. Ich sehe überhaupt nichts, aber sie waren schießt sie. Ja! Siehst auf! Irgendwas habe ich getroffen, glaube ich. Dort, gib mir das. Da ist nicht. Wir müssen hier weg. Ja, wo denn? Ah, das schaut doch gut aus. Was ist der Plan? Was ist der Plan? Hallo? Das gibt's ja nicht. Kann ich das aufschießen? Kann ich das aufhauen? Das gibt... Ach so. Geht auch nach unten. Bin schon steil. Mal gescheit Speerfeuer. Wieder mit dem Kackrevolver, der eine Viertelstunde braucht zum Wir haben Schießen. ein Boot. Folgen Sie mir. Wir haben ein Boot. Wieso sind denn das eigentlich unsere Freunde da? Vor allem, wir kommen doch die Leute überhaupt nicht. Das war knapp. Ci penseranno le fiamme!
Irgendwas mit Aloro. Keine Ahnung, ich mache einen Vollsprint. Wo müssen wir hin? Gibt's da was? Gibt's da Loot? Loot tut gut. Loot wird gut. Ist mir mal sowas da? Wegen ein Brot. Wegen ein Brodeln. Ein Boot. Fahren wir raus auf den Fluss? Richtig geraten. Richtig geraten. Ja, sie hat eine zu auffällige Augenklappe. Als dass sie eine Nebenfigur wäre. Naja, hab ich schon gedacht. Entschuldigung, Staccato. Staccato, stimmt. Ich hab Brot falsch ausgesprochen. Mein Fehler. Ein Stück Brot! Kopkun Krab. Kopkum Krab. Sie sprechen unsere Sprache. Gut genug, um Ärger zu bekommen. Warum bekämpfen Ihre Soldaten die Faschisten? Wir bekämpfen jeden, der unserem Land das Erbe stehlen will. Doch wer hat sie denn ins Land gelassen? Was, die Ein Faschisten fragen General, der meistens nicht. Mussolini bewundert. Ein arroganter deutscher Archäologe hat einen Deal mit ihm. Voss. Ich glaube, wir wissen Sie wer. kennen ihn? Gut genug. Ganz ruhig. Wir sitzen im selben Boot. Runter. Also das Boot dann Ich unsichtbar, heiße wenn man Pailin sitzt. Shalat Pukailum. Muss man wissen. Wer sind Sie? Mein Name ist Ginetta Lombardi. Und das ist Dr. Indiana Jones. Doktor in was? Ich bin Archäologe. Noch einer. Ich bin nicht wie Voss. Aber ich weiß, was er will. Und wie man ihn davon abhält. Er ist der Guri. Wir haben einen Guri. Hallo. ฉันรู้สึกเป็นเกียรติกับการมาเยือนของท่าน ฉันอยากจะมอบที่พักในกระท่อมตกปลาแห่งนี้ ที่อยู่ริมแม่น้ำที่สวยงามของเราให้กับท่านและเพื่อนร่วมเดินทาง Was hat er gesagt? Bergdorf Bethesda, Bität in der Unterkunft in einer Hütte am Fluss an. Sagen Sie ihm, wir sind hier nur für einen kurzen Besuch. Vielleicht das nächste Mal. Claudia, mir ist wieder Grüß ab. Haben eine beträchtliche Menge unserer Präsente an den General zerstört. Oh oh. Einer von ihnen wurde gestern Abend in ihrem Dorf gesichtet. ก็บอกไปแล้วว่าที่นี่ไม่มีกบฏเพราะถ้ามีใครเห็นน่ะฉันก็คงจะแจ้งไปแล้ว Ich suche in Sukhothai. Sukhothai! Da hat das sehr Wichtige und diese Rebellen, verstehen Sie mich, Rebellen! Behindern meine Ausgrabung. Wir verschwinden erst, wenn Sie im Zaum halten. Haben Sie mich verstanden? พวกเราก็แค่อยากจะใช้ชีวิตอย่างสันติปัญญาชนอย่างท่านก็น่าจะเข้าใจได้ดี Nun gut. Einen schönen Abend noch. Das wird schon so ein Arschloch sein, dass du sagst. Die Kapotten! Kuss auf die Nuss, mehr für den Resub. Claudia ebenfalls mehr für den Resub. Sie sind weg. Jetzt. ขึ้นมากันได้แล้วไพลินฮะ เรามาแล้วค่ะลุง Oh no, ja, noch nicht so lange. มากับใครเนี่ย เพื่อนค่ะ พวกเขาออกมาช่วยเรา Was ist das für Sprach? Gibt's die wirklich? Keine Ahnung. Gut ausschauen, tut schon wieder. Die Umgebungsgrafik ist. Der Voss hat sogar in der deutschen Synchro einen deutschen Akzent. Das ist absolut richtig. Wir haben einen Finger wir haben ein Haar auf die Fingerkuppen. Ein Schauspieler kennt man doch auch, oder ne? Bitte mir das ein. Thai müsste das sein. ยุติการโจมตีได้แล้วไพลินมันอันตรายเกินไป ก็ได้ค่ะลุงสุนันท์ Alles gut? Glaube schon. Möchten Sie einen Tee? Ja, bitte. Ein Tee wäre wunderbar. Kommen Sie, Dr. Jones. Ja, einen Moment noch. Kommen Sie in Lungsunans Hütte, wenn Sie fertig sind. Wir besprechen dort alles. Riecht noch Sidequests. Ich finde sie.
Mieti! Was steht da auf dem Zettel? Der ist doch nicht so geil. Die Karte freigeschaltet. Karte des Dorfs. Map! Ärger im Paradies und wir haben Feldnotizen. Was, 59 ist das noch mehr ein komplett Riesengebiet mit Nebenquests oder was? Zu Sunans Hütte gehen. Ja, dann machen wir doch das. Hätte ich vorgeschlagen. Bevor wir da jetzt lang umeinander pümmeln, weil zu wosen. Wozu denn? Ain't nobody got time for Nebenquests. Casinohausen. Mr. Joke Brother! Birger, was sagst du eigentlich zum Dr. Pepper Cream Soda? Ist das was für die oder nicht? Hab ich noch nicht probiert. สวัสดี ขอต้อนรับสู่บ้านของฉัน Kuss auf die Nuss. Schluss jetzt damit. Eine Frage, Dr. Jones. Dankeschön. Was unterscheidet Sie von Voss? Sie stehlen beide kulturelles Erbe unseres Landes. Nein, ich will nichts stehlen. Ich will Sie um Erlaubnis bitten. Ich zolle Ihre Kultur und Geschichte höchsten Respekt. Ich doziere sogar über das Königreich Siam und seine Artefakte. Dem Relikt, das wir suchen, wohnt große Macht inne. Doch für Voss ist es eine Kriegswaffe. Er will es um jeden Preis bekommen. วอสคือฆาตกรจอมลวงโลก เราจะช่วยคุณเพื่อขัดขวางไม่ให้เขาสำเร็จ แต่ Was sagt er? Dass Stimpy, er uns die hast leider helfen nicht sagen, kann. aber ich Es geb dir gibt recht. aber einen Haken. คุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองซะก่อน เราถึงจะไว้ใจคุณได้ Fisud. Fisu Yunhan Krab. Das ist Arsch für meine Daumen, Mann. Bring das bitte da hin. โถอาถรรพ์โถที่ต้องคำสาปด้วยมนต์ดำภายในโถบรรจุสิ่งที่คุณเกลียดกลัวที่สุดที่สัมผัสได้ Eine Cobra. คุณจะต้องล้วงมือลงไปในโถเพื่อคว้าเอามันออกมาเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณกลัว Was? Eine Mutprobe. Das Gefäß ist magisch verflucht. Beweisen Sie Ihren Mut, Dr. Jones. Schlange ist drin, 100%. Schlangen. Sei Mu. ทำแกงอร่อยนะ Fuck them. Leckere Suppe. Schweinedärme für die Suppe. Ja, genau. Die Penner. ตอนที่ฉันยังเด็ก Was ฉัน denn เคยได้ยิน Fucky เรื่ Dam อง in ของ seiner ชน Suppe, บท du แรก Assi. ว่าเมื่อนานมาแล้ว Als Junge hörte ich vom ersten Volk. Vor langer Zeit kam es auf dem großen Floß. Haben wir schon wieder so weit? Das war miteinander Der quasi ein Indiana Himmelsgeist Jones Film wahrscheinlich. sprach Liebe es. zum Engel des Flusses, der ihnen den Weg zeigte. Sie brachten Muscheln mit, um sie im Fluss zu vermehren. Und sie erbauten einen Tempel aus Stein. Im Inneren des Tempels war die gesegnete Perle, beschützt von einem schrecklichen Jak. Was ist ein Jak? Von Yaksha, Sanskrit für Riesen. Shunta. และเมื่อถึงเวลาที่ต้องพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชาย ฉันถึงออกตามหาไข่มุกศักดิ์สิทธิ์นั้น Um zum Mann zu werden, suchte ich nach der gesegneten Perle. ฉันเสาะหาไปตามหนองบึง จนเจอเข้ากับยักษ์ร้าย Ich durchstreifte das Marschland und sah einen Jak im Wasser. มันทุบหัวฉันจนสลบ และเมื่อฉันฟื้นขึ้นในวิหารลับ ยักษ์ได้พูดกับฉันด้วยภาษาดึกดำบรรพ์ Er schlug mich bewusstlos und ich erwachte im geheimen Tempel. Der Jak sprach in der alten Sprache zu mir. ฉันจึงขอร้องยักษ์ Selbiges ist doch uns passiert letztes Mal, oder nicht? Ich flehte ihn an, mir die Perle zu zeigen. Dass wir nicht eine Perle gesucht haben. และคงด้วยความสงสาร ยักษ์จึงนำหีบที่มีรูปร่างคล้ายหอยขนาดยักษ์ออกมา Der Jak hatte Erbarmen und zeigte mir eine Truhe in Form einer Riesenmuschel.
Was war darin? Sie wissen also alles über unsere Kultur und Geschichte. Sagen Sie uns doch, was der Riese Lungsunan verriet. Oh oh. Im Innern der Truhe war die gesegnete Perle. Eingraviert war ein Wort in einer längst vergessenen Sprache. Ich nehme an, diese Perle sah ungefähr so aus. Fällt das Kinnladen auf den Tisch runter. Dann macht's Witz und unser Haus ist am Himalaya. ได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว ดังนั้นเราจะช่วยคุณนำไข่มุกศักดิ์สิทธิ์กลับมา มันอยู่ในบึงอินเดียนาโจนส์ตามหายักษ์ในน้ำให้เจอ มันคอยเฝ้าอุโมงค์ลับใต้น้ำอยู่ ขอบคุณครับ Lungsunan. Unterdrück einfach weiterhin jeden Witz über Perlen und Muscheln. Überdruck und Er hilft, Überdruck. die gesegnete Perle zu finden. Unterdruck einfach jeden dummer scheiß Idiotenwitz. Ist irgendwas Gesegnete davon wahr? Perlen und Muscheln. Jede gute Geschichte enthält ein Fünkchen Wahrheit. Lungsunan vertraut Ihnen, Dr. Jones, also bitte, enttäuschen Sie ihn nicht. Ich werde Ihnen ein Boot besorgen. Aber Sie brauchen auch noch ein Atemgerät für den Tunnel. Gehen Sie am Morgen zu Tong Dang, er wird Ihnen sicher helfen können. Tong Dang! Tong Dang! Schnaufi, Schnaufi! Die Cutscenes sind wirklich gut gemacht. Das ist wie, als dass man miteinander einen Film schauen. Ich liebe es. Ich liebe es. Was wird's mit der Katz? Du schon wieder. Guten Oh. Morgen. Oh. So, haben wir jetzt eine halbe Stunde wieder Cutscenes angeschaut. Ansonsten, was haben wir da? Hallo. Neues Abenteuer! Schokotai-Karte! Mäp. So, was brauchen wir jetzt? Die gesegnete Perle. Ein neuer Morgen ist da. Jetzt gilt es, Voss bei der Jagd nach dem Sukotai-Stein auszustechen. Sunas Geschichte von der gesegneten Perle und sein Hilfsangebot versprechen schon mal einen guten Start. Gina ist am Dock und spricht mit ein paar Rebellen. Das heißt, wir sind mal unterwegs nach da unten. Aber brauchen wir nicht ein Atemgerät? Oh, im Hintergrund ein bisschen. Wie komme ich da hinten? Laufe ich da richtig? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Ja. Wie haben die Fremden Sie behandelt? Hallo! ว่าพวกคนนอกทำอะไรคุณบ้าง Kann ich mal แต่ก็ So, ไม่ได้ทำอะไรรุนแรง wo Er sagt, dass Sie nicht gewalttätig sind, aber keinen Respekt haben. muss ich Wie zuhören, haben oder die was? Behörden reagiert? แล้วทางการไม่ทำอะไรเลยเหรอ ไม่เลย พวกเขากลัวจอมพลจนหัวหด Er sagt, dass Sie wegsehen. Der General hat zu viel Einfluss. Interessant. Vielen Dank. Wenn Sie jetzt fertig sind, würde ich gehen, Fräulein Lombardi. Oh nein, nennen Sie mich Gina. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gina! So, schauen wir aus. Ins Boot steigen. Wo kann ich da ins Boot steigen? Nicht das auf. Aber hätte ich nicht. Ich brauche doch nur ein Atemgerät, hat es geheißen, oder nicht? Da, das, was der Herr Hupbuch schreibt. 921 Leute sind da. Likes wo? Du halt schon mal auf den Like-Button! Schissen! Hey, ich bin zweimal im Beutel. Hallo, ich komme gegenseitig ins Auge stiegen. Vollidiot. Und das kann ein Like nicht wert, oder was ist es nicht? Ja? Der Polka, hat die schon gelesen. Glaubst du nicht, dass ich da selber auch schon mal draufgekommen bin? Was ist denn mit der Mizi? Ich hab sie, ich hab sie. Also mit der Ganz weißen ruhig. Mizi. Alles gut. Was? Irgendwas, Ich fühl mich irgendwas nicht ist sicher. mit der Katz. Irgendwas ist Nicht auf mit dem Wasser. der Mizi. Ist doch ein Irgendwas gutes ist Boot. damit. 100 Pro. Ich kann nicht schwimmen, okay? Oh. Oh.
Nun. Wir haben alle unsere Schwächen. Das muss 1937 der krasseste Machen Kajal Sie- jemals gewesen sein. Sich keine Sorgen. Ich schaff das auch allein. Da die gut finden. Steig wieder aus, schleich dir wieder was, was wieder den ganzen Tag sinnlos futzen auf, Weiberlein. Ja, Abflug! alles gut? Abflug! Ja, Nein! alles gut. Nix gut! Suchen wir diesen Jack im Wasser. Na, warum ist, kann ich allein viel besser, da bin ich 4-mal so schnell. Ja, sag ich doch, krasseste Kajal ever. Normalerweise müsste die auch schon, als jetzt die ganze Nacht durchtrennst. Bodeln! Ich kann selber fahren. Nice! Beschleunigen, bremsen, aussteigen. Was passiert, wenn ich da aussteige? Ich fahr, wo müssen wir überhaupt hin? Da ist wieder so ein Wegweiser. Ich fahr jetzt einfach mal da. Da hinten ist ein Stab! Kommen wir zum Stab. Meine Lieben, Sukhothai. Siam, Südostasien. So, die Frage ist aber, wo zum Fick müssen wir hin? Fahren wir links rundum und dann nach 4. Ja, jetzt kriegen wir schon. Ja, das sind aber die Boote mit so einem Außenborder, die dann 4000 gingen. Da muss ich vom Boot aber ziehen, wenn es schnell fährst. Oh, da gibt's was, da gibt's einen Schnellreiseschmarrn, aber. Nochmal. Nein. Da müssen wir doch da hin. Tongdang! Wir können da legen. Boot anlegen. Ja, haben sie schon so gemacht. Schon. Ja, ist schon gut. Das Boot ist ein bisschen in den Steg eingeglitscht. Ich hab's genau gesehen, aber das kann man verschmerzen. Da kann man drüber. Oh, ist da! Ring, Motherfucker. Ja, mein Führer. Wo ist eigentlich die KMS, HMS, KMS? Komm jetzt! Sorry, Leute, tschüss. Boot ist festgemacht? Was ist jetzt? Verstehe ich nicht. Wie, Boot ist fest? Ach, da kann ich das Boot herrufen wahrscheinlich, wenn ich da irgendwie bin. Schön vorsichtig. Und das Boot weg ist. Ich glaub, jetzt muss ich was testen. Ich glaube, ihr wisst, was ich testen wollt. Das hier. Servus, bist du der Tonga? Und du Schnaufi? Oh, Foto muss ich mal. Der Herr der Atemgeräte höchstpersönlich. Ja, gut. Bist du Tongdang? Ich bin Tongdang, Mister. Tongdang. Sie sind der Amerikaner. Pailin Tongdang. sagte mir, Sie kommen. Ja, sie meinte, du hast was, das mir beim Tauchen hilft. Ein Atemgerät. Ja. Gleich. Ist das Wasser besser als gerade im Bones? Das ist eine gut berechtigte Frage. Ich nehme an, Sie wollen das hier. Okay, wie viel? Ihnen mache ich einen besonders günstigen Preis. Ja, natürlich. Natürlich machst du mir einen ganz günstigen Preis. Das Atemgerät kostet. Ich lege das für Sie zurück, Mister. Keine Sorge. Muss ich jetzt da Nebenquests machen? Ach, das ist wahrscheinlich wieder so ein Bücher für Sukhothai. Das überlasse ich Ihnen zum Sonderpreis. Das will ich nicht. Was ist das da? Geheimnisse in Sukhothai. Okay, wir müssen mal Geld finden. Mit der man jetzt da? Verdammt nochmal. Die Fremden scheinen in unseren alten Ruinen nach einem Geheimnis zu suchen. Manche Geheimnisse sollte man besser ruhen lassen. Wie gehen wir da jetzt vor? Wir müssen mal Geld klauen. wir müssen jetzt Sidequests machen, sage ich das richtig? Voss Damit muss wir im Lager Gold horten, um den General bestechen zu können. Das reicht für jede Menge Atemgeräte. Das reicht für jede Menge Atemgeräte. Neue Feldarbeit. Das heißt, Voss Goldvorräte klauen. Und ein Stück Brot! Was ist das da? Das ist Milchtee. Brot! Werden das kosten? Was haben wir da hinten? Was gibt's denn da? Gibt's da was? Kann man sich hier rausklauen? Gibt's sowas? Ha? Hallo? Was ist das da? Schaut verdächtig aus. Schaut irgendwie verdächtig aus. Ich laufe jetzt da. Kann ich da schwimmen? Da hast du eine Antwort, ob das Wasser besser ist als ein Skull and Bones. Ja, man kann da schwimmen. Kann man da? Da muss ich jetzt rein. Ich frage mich nicht warum, aber mein Seit. Oh, leck geil, Alter! Leib mit dem Wok, der Schlong! Klonk! Verbandal, wunderbar. Die Frage ist jetzt, wie zur Hölle finden wir mir diesen Code aus? Was haben wir da? Was haben wir da? Ein Foto von Pailin und ihren Rebellen irgendwo in Sukhothai. Kann man das umdrehen? Merkwürdig. An alle, die gegen Unterdrückung kämpfen wollen, schließt euch den Tigern an. So, sonst sehe ich da aber keinerlei irgendwie
Neues Geheimnis. Weg der Tiger. Aha. Aber ich würde sagen, wir gehen mal auf Voss Goldvorräte. Das ist zwar eine Sidequest, aber die müssen wir mal. Ein Foto neben der Schließkassette, vielleicht ein Hinweis auf die Kombination. Den Ort des Fotos finden. Aber wir machen Voss Goldvorräte. Voss Gold stehlen, ist das markiert. Voss besticht den örtlichen General mit Waffen um Gold. Wahrscheinlich und Gold. Um die Ausgrabungen fortzusetzen. Was bedeutet, dass es irgendwo in seinem Basislager Vorräte gibt. Was ist das da? Ist das das Basislager vom Voss? Ja, da müssen wir Gold klauen gehen. Hilft nicht. Hilft nicht. Das ist vielleicht noch was, dann kann ich noch weiterspielen bis zum nächsten Mal. Also ein bisschen was zum Tun. Baumdrossel schreibt, das fand ich ein bisschen lästig, weil man mehr oder weniger zur Nebenquest gezwungen wird. Baumdrossel, ich überlege auch gerade, wie ich es in Worte fasse. Das ist ein bisschen schade jetzt, ja. Was mich wundert, wir haben normalerweise in jedem Gebiet gibt es eine neue Währung. Ja, in Gizeh hat zum Beispiel die Kohle aus dem Vatikan auch nicht mehr Zeit. Ist ja auch klar, die haben ja auch anders Geld. Warum ich da jetzt schon eine Währung auf dem Konto War es ein spannendes Abenteuer? Konto habe, mehr oder weniger, wundert mich ein wenig. Hätte ich wahrscheinlich in Gizeh, ist das dasselbe wie in Gizeh oder dasselbe wie im Vatikan? Ich weiß es nicht. Ich hätte da einen Auftrag für uns beide. Was für einen Auftrag? Ein Dorfbewohner ist verschwunden. Er hat in einem alten Baumhaus gewohnt. Nochmal eine neue Feldarbeit. Der verschwundene Junge. Schauen wir mal. So, tun wir die Karten hier. Was ist denn jetzt da aktiv? Ist da jetzt nicht Goldvorräte? Da müssen wir ganz da auf. Oh, da ist rot eingezäunt wieder. Oh, hoppla. Da müssen wir wieder auftrüdeln. Naja, aber das gehört ja zum Ablauf der Story. Ja, ich finde, man hätte es besser einbauen können. Die Nebenquest, nämlich man hätte diese Quest, das Gold zu stehlen, nämlich einfach in die Hauptquest einbauen können. Aber so auch wieder positiv zum Sehen, so habe ich jetzt die Freiheit, bin nicht gezwungen, dass ich die ganze Zeit nur die Hauptstory mache. Weiß eine Wissung sein. Es ist okay. Der mal einfach so, als wäre es die Hauptstory. Wenn, vorausgeht, da müssen wir schon ziemlich weit fahren, vorausgesetzt, die eine Nebenquest reicht aus dafür, dass wir mir das Atemgerät kaufen können und ich muss nicht noch was anderes machen. Das dann wäre ich lästig. Was haben wir da? Kann man da anlegen? Da liegt eine Geige. Da liegt eine Geige. Kann ich da... Kann das was? Kann ich, aber da liegt Brot. Ich brauche kein Brot. Ich habe genug Brot! Nebenquests kehren ja auch zum Spiel. Das ist grundlegend richtig. Es gibt aber auch ein paar Nebenquests, das sind einfach irgendwelche stumpfen Sammelquests. Die finde ich, kann man lassen. Das ist wirklich nur was für absolute... Kann man da irgendwo anlegen. Man kann ja dann nirgendwo durchfahren. Wie kommt man da... Vorsicht! Ja, Vorsicht, ich glaube, wenn ich voll... Wenn ich blind bin oder was. Kann ich da jetzt einfach aussteigen und an Land gehen? Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Mal. Sicher, dass Sie das können? Ja, sicher, dass Sie das können? Schau mich an, ich bin brutal. Ich bin brutal. Die Frage ist, ob das... Liegt da schon wieder irgendein Nazi beim... Ja, wir brechen da jetzt einfach ein. Ja, ich geh kurz schwimmen. Der Rosenberger Sepp schreibt Servus Bier, schreibe ich Servus Rosenberger Sepp. Die Mission ist echt ein bisschen lästig. Werden wir sehen, fast Lager, sind wir schon da. Die Frage ist, wenn wir da jetzt reinkommen, das wird so nicht funktionieren, nehme ich an. Aber da schaut es mir aus, kann man aufsteigen. Da ist da ein Nazi-Sepp oben. Ja. Ja. Hallo. Ja. Kann man sich da hinten rundum schleichen? Jawohl. Das kann man wohl. Warum ist da eine Kiste mit einem Tiger drauf? Genau gesehen. War da eine? Ohne das... Da kommt man nicht rein. Ach du Scheiße. Was hab ich das da links mitgekriegt? Haben wir schon wieder mittendrin und haben wir nur Scheiße gebaut bis jetzt. Ich hab einen Besen. Da kriege ich den ausgenockt, ohne dass er jemand mitkriegt. Ich probier's. Oh, Verzeihung. Schneller. Na!
jetzt auch wieder, du Trottel! Na, bist gut weiter. Nehmen wir mal. Was da so los ist? Na, geh! Ist irgendjemand bei mir gekriegt? Hoffe nicht. Nehmen wir langsam. Ja, da haben sie auch schon wieder einen Kata. Wieso haben sie eigentlich alle immer einen Kata? Das frage ich mich. Und wieso geht eigentlich der Takedown nicht? So, da hat's gut aufgekommen und Deppenhaufen. So, wo müssen wir überhaupt hin? Ah ja, da in die Richtung geradeaus 4. Kriegen wir schon. Ich nehme jetzt meine Idee, sondern ich hau lieber mit dem Hammer zu. Was war da oben? Aha. Brot! Hammer. Hm. Oh, da drin war einer. Haben wir da mal... Wir da noch mehr reinschauen sollen. Vielleicht liegt da ein wenig Geld umeinander. Ne? Wo ist jetzt der Hide mit der... Da war doch gerade jemand da, der mich gesehen hat fast. Oder nicht? Da ist nichts. Was ist draußen die ganze Zeit? Mach schon mal die Bumsbude. Ja toll, Das rette ich vor den Faschisten. Schieß die! Notiz, Vossbrief. Scheiße, das hätte man vielleicht lesen sollen, aber ich bin mir nicht sicher, ob da da steht was von einer Kiste. Für dieses Geheimnis musst du bereits besuchte erneut aufsuchen. Drücke J, dann E und rufe Reisen auf. Was? Oh, das ist nochmal. Ah ja. Die kriegt jemand, der sie gebrauchen kann. Wieder die guten alten Medizinflaschen. Was haben wir da? Erfordert Schlüssel der königlichen Streitkräfte. Da war doch gerade jemand herin, wo der gelbe Kreis umeinander zwirbelt hat. Brot! Na gut. Was schießt, der hat einen erwischt. Wen habe ich denn erwischt? Wo denn? Du hast ihn jetzt da gesehen. Ah, da ist er. Verschwinde! Sì, così! Du Vollidiot! Jetzt haben wir den Fotzen gehalten, hätte ich die gar nicht mitgekriegt. Schmeißen, du kannst ja dazulegen. Kannst du dazulegen, es hat leider keiner gehört, wie es dir geschrieben hast. Rein in die Stahlen! Oh, ich geh. Tschüss! Okay, bye! Da hinten etwa? Nö. Du, ich versteck mich dabei da. Und lese dabei am Voss seinen Brief, damit nichts passiert. Gell? Kriegen wir schon. Ach, das ist ein anderer Brief gewesen für irgendeine andere Quest. Ja, gut. Kann hier nichts finden. Ja. Der ganz pure Depp. War da irgendwas? Nein. Schauen wir mal, was passiert. Er hat einen umgehauen! Wo ist er? Wo stapfen sie umeinander? Sektor. Da hinten ist einer. Hinten schon. Ist das bloß einer? Oh, zu zweit sind sie. Oh, da haben sie gerade zu dritt. Ach du Scheiße, die springen beide da. Nein, die Luft ist rein. Mein Herz ist klein, die Luft ist rein. Oh, die haben zu dritt da unten, die haben ziemlich grantig. Kommst du da ums Eck kommen? Dann zwirbel ich dir nämlich eine. Wo bist denn? Na? Er hat wen umgehauen. Ach du Scheiße. Das war knapp. Kommst du ums Eck oder nicht? Uno di noi è a terra! Prima o poi troverò qualcosa. Ups. Leicht daneben geworfen. Niente! Jetzt haben wir leider die Leute aufgesprengt. Jetzt müssen wir ein wenig. Müssen wir einfach ein wenig Obacht geben. Ich höre so viel Schritt unter mir, über mir! Ich spring jetzt da zu ihm auf. Was? Ich sag doch ein Bann durch. Ich glaub, dass du ein wenig am Vogel hast. Was sein jetzt, wenn wir es einfach verrammen allesamt oder was? Geht's da wieder in das Häusl rein, im Kind von hinten? Wo schaut's aus? Da einer. Oh, servus.
Und gehst du? Oh ja, wenn sie es da unten umeinander graben, dann renne ich aus rundum. Vollidioten. Aber ich nehme noch einen Hammer mit. Oder eine Schaufel. Schaufel ist auch gut. Schaufel nehme ich auch. Ja. Rotzfassel, hab's genau gesehen. Wir werden mal gesehen in 3, 2. Was haben wir denn da alles? Was haben wir denn da schon wieder alles? Hallo! Klunk! Da haben wir da ein paar Nazi-Deppen drin. Wenn wir uns da nicht irgendwie außen rundum aufschleichen oder so. Nein, da ist keiner. Hey, Nazi-Sepp, wo gehst du denn hin? Komisch. Aber was soll's? Aber was soll's? Da hat der MG42 in der Hand. Da spinnt der. Warte mal, was will man das machen? Oh, was war Scheiße. das? Geht er bitte. Was gebe ich für ein frisch gezapftes Bier? Wo zum Teufel? Süße Träume. Liegen! Liegen bleiben fest! Enemy. Oh, Gott sei Dank, man gibt's den Pumpgun. So! Haben wir da irgendwas Schönes? Die halten ein bisschen mehr aus, die Typen mit den Masken, ich weiß schon noch. 15 kann ich nicht verwahren. Revolverkugeln, die bergen wir selbstverständlich ein. Da haben wir mal weitere Notizen. Bergmanns Brief. Phospharer. Der Stumme. Phospharer, der Stumme, ist das irgendwie wichtig, was wir da jetzt gerade gefunden haben? Warte mal. Na, sonst darf es normalerweise da rechts unten angezeigt werden. Glaub ich. Skadoosh! Skadoosh darf es aber nur sein, wenn man mit einem kleinen Ding auf dem Kopf. So. Und jetzt? Was war das? Da ist ein kleines Loch. I'm a simple man. I see ein kleines Loch. Ich will rein. Was haben wir da? Besen. Mal auf. Cos'era quel suono? Oh, che cos'era? Ich finde das geil. Che cosa? Falla finita! Kann man heimwerfen? Nein. Ich mag nicht schießen, weil sonst, was du sehen. Oh, liegt der Geldbündel 100. Wie viel brauchen wir? C'è qualcosa di strano. Il nostro è ferito! Du wegen einem Vogel aus dem Trottel! Das ist die Hille! Wird nicht langweilig. Danke fürs Tier aufhalten. Vollidiot. So, haben wir dann. Ah, da brauchen wir auch wieder den Schlüssel der königlichen Streitkräfte. Den Sepp am Boden kannst looten. Was haben wir denn hier? Woher? Codeanweisungen. Der Großteil der Seite ist der abgerissene Hinweis. Vergewissern Sie sich, dass der Tresor verschlossen ist, wenn Sie ihn unbeaufsichtigt lassen. Dieser Tresor wird mit einem voreingestellten Code gelebt. Woher habt ihr denn das jetzt gewusst, dass man den looten kann? 5484. Merken. Der einzige, der selber geschaltet ist, der Trappel, der Bernie und der KDW. Bitte ändern Sie diesen Code so schnell wie möglich. Ja, vielleicht ist er aber auch schon geändert. Ja? Weißer. Ach, einfach, da habe ich noch nie drauf aufgepasst. Ich habe jetzt eigentlich der weiße Rand um seinen Körper, ja. Aber ich habe eigentlich gemeint, das ist, damit ich ihn halt tragen kann. Dabei ist das da gar nicht. Da habe ich noch nie aufgepasst drauf. Bestechungsbrief. Bergmann, setzen Sie unseren besten Übersetzer hier ran. Wir müssen die Hotelsache vergessen machen. Die Geduld des Generals geht wohl langsam zu Ende. 5, 4, 8, 4. Oh, wow!
Wenn du mir nicht gelangt, dann weiß ich es auch nicht. Ja, hier liegt 2K drin. 2K! Damit bestichst du niemanden, Voss. Damit steckst du niemanden was. Oh, da haben wir auch noch eine Kiste schon hier. Auch noch mal Monedos drin. Hier haben wir stinkreich, können wir uns den ganzen über 2000, haben wir fast 2,5 wollen. So, was haben wir da? Das nehmen wir auch mal mit. Sollen wir noch das Randalieren fangen? Ich weiß es auch nicht. Oh, ein Foto kann ich mal. Was kann ich denn Foto? Das wollte ich nicht. Foto mal. Nehmen. Skillpunkte haben wir auch wieder 1500. Jetzt ist die Frage, was da passiert. Da sagt mir natürlich keiner. Ciao! Okay, bye! Oh, scheiße, im Regal war noch irgendwas. Ich hab schon kurz überlegt, ob ich aufs Fassen schieße. Der hat sich nicht oben, aber der Hand so viel verschießt die. Verschießt die, dass ich da jetzt keinen Stress anfangen will. Na, leise rein, leise raus! Haben uns ja fast erwischt. Mistkrippende. Ist da irgendjemand? Medizinflasche war da noch. Das haben wir die Offstream noch. Wenn wir noch weiterhin nach diesem Stream im... Oh, hier haben wir noch mal keine Medizinflasche. Die kommt dahin, wo man sie braucht. Haben wir ein Bettpfandl. Das schickt mir nach heim. Ah! Und leck wie weit, dass wir mir mittlerweile werfen können. Das haben wir ja auch geskillt, gell? Beim letzten Mal schon. Aber ansonsten, was gibt's jetzt da? Da vorne ist noch mehr ein Lager. Dann irgendwelche Bauernbiffin. Wo hab ich mein Boot? Wo? Gib mir da zu meinem Boot. Gib Boot. Gib Boot. Ja, da wart die andere. Gott sei Dank ist die im Boot sitzen geblieben. Kann ich jetzt da nicht runterspringen, das ist ein Witz, ja, Gott sei Dank. Ohne Scheiß, die beste Mechanik in diesem Spiel ist Sachen auf Gegner werfen. Das ist so schön gemacht einfach. Okay, man kann sogar tauchen. Was passiert denn da? Okay, das ist vielleicht ein bisschen G-Zug gemacht. Da hätte man mehr Fläche geben können. So, wo müssen wir überhaupt hin? Jetzt müssen wir wieder zurückbodeln. War ein kurzer Ausflug. Ein paar Trottel wieder aufverdreschen, Gold klauen, Abflug. Da werden wir schon noch mehr, also ich werde da schon noch mehr reinschauen. Was ist denn das da hinten? Oh, da hinten war eine Mauer mit einem Loch, da hätten wir wahrscheinlich auch durchtauchen können, aber gut. Das ist ein schönes Gebiet zum in Ruhe erkunden. Ich glaube, das werden wir uns im Stream sparen. Wir verfolgen die Hauptquest. Da will ich auch noch irgendwas zum Tor, auch wenn der Stream nicht läuft. Nee! Und das Zurückziehen, zupacken und hinhauen. Stimmt, das macht auch Spaß, ja. Lager für Verkleidung. Wie meinst du Lager für Verkleidung? Es muss ja irgendwo diesen Schlüssel geben, der diese wertvollen Tieren aufmacht, wo dann ein geiler Scheiß drin liegt. Aber die ist halt irgendwo versteckt wahrscheinlich. Vielleicht auch selber in dem Lager. Der hätte jetzt eigentlich auch drauf tippt, dass da die Uniform irgendwo umeinander liegt, damit wir wieder unentdeckt rumgucken können. Aber scheint nicht so. So, oh, das ist das Heisel mit dem Code, wo wir vorher waren. Jetzt müssen wir schnell da mit dem Dumm fahren, weil sonst kennen sie der Schwanz nicht aus. Da gibt es einen Haufen so Lecher, wo man einfach mal reindüdeln kann. Da zum Beispiel, ja, da ist mit Sicherheit auch was drin. Das schauen wir jetzt schnell an, weil ich es wissen möchte. Weil ich es wissen möchte. So, was ist da drin? Ist da was drin? Hallo? Ohne Dauer? Es hätte gelangt, oder? Wenn wir einfach da reingegangen wären, hätten wir den Goldbalken genommen und nice. Okay. Okay. Alles klar. Mei. It is what it is. Ein ins Boot. Weiter gebodelt wird. Haben wir gleich da rechts ums Eck. Einmal anlegen. Nette kleine Szene, dass sie da ins Wasser eingelangt. Kann ich da... Wo tue ich das jetzt da? Kann man rückwärts fahren? Ja, weißt du was? Leg mir am Arsch! Machen wir es so. Keine Zeit zum Anlegen. Gib Atemgerät. Hoppala. Kaufen! Atemgerät! Jetzt ist noch die Frage, Möchten Sie Bücher... das kaufen? Ja, wir haben so viel Kohle heute. Scheiß drauf! Auf den Bums! Kauf den Bums! Kartenführer freigeschaltet. Geheimnisse in Sukhothai. Was haben wir jetzt da jetzt? Da haben wir die Karten her. Was da auf müssen wir? Die gesegnete Perle. Den Jik finden. Jik!
Der KDW schreibt, hab ca. 45 Stunden Playtime benötigt, bis ich so ziemlich alles beisammen hatte. Da hast du noch was vor dir Offstream. Ja, also ich werde nicht jedes einzelne drum suchen. Das ist was, sowas stickt mich nicht. Aber Nebenquests, die ein paar, wie soll ich sagen, Story-Elemente haben und das wert sind und nicht einfach bloß, oh, du kriegst ein paar XP und eigentlich keine nette Geschichte nicht erzählen, die schaue ich mir nicht an. So. Jetzt müssen wir aber viel bodeln, du. Wenn wir ganz aufbodeln. Ganz aufbodeln, immer geradeaus. Straight ahead. Schaut aus wie so ein Ding für in Schuhe rein, das Schnaufi. Ich weiß schon, was du meinst, damit die Schuhe nicht zusammenfallen. Ich weiß schon, was du meinst. Da schaut es auch wütend aus. Da gibt es mir sicher auch was Tolles. Ihr habt das auch gesehen, oder? Atemgerät. Ist da ein Krokodil? Ach, das hat immer bloß ein bisschen. Ich kann da nicht unendlich unter Wasser bleiben, sondern nur bloß eine Zeitl. Da hat was geblubbert, ich hab's genau gesehen. Gehen wir mal auf das Boot auf. Ach, Brot! Warum liegt da immer random irgendwelches frisches Brot umeinander in den abgelegenen Bootdinger? Leck mir da am Ohr! Ja, hat nicht ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das wollte ich genauso. Fahren wir weiter und schauen nicht jeden Scheißdreck oder totale Zeitverschwendung. Müssen wir Meter machen. So viel Meter, dass wir nächsten Montag, das ist das absolute Finale. Ich bin gespannt, was passiert. Glocken. So, dann gucken wir jetzt durch die Brücke. Ach, da ist schon wieder so ein Ding, wo man mal aufschauen kann. Jetzt lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe mit so Sachen. Leg mich nicht ab. Da liegt der Geld auf dem Ding. Das soll ich irgendwann. Lass mich in Ruhe. So, völlig falsch. Gut, dass wir auf Karten geschaut haben. Oh, da war der hier. Vorne. Das ist Brot vom Meckes. Das wäre nicht schlecht, das stimmt. Scheiße, müssen wir da an Land gehen, ne? Mal viel weiter rechts und dann. Na, Vorsichtig, Jones! Was war denn das? Ich bin aus Versehen auf E gekommen, das wollte man nicht. Eine Libelle! Vogelgelb! Ein bisschen schneller kann es schon gehen, das Boot. Bisschen. Links eine. Vielleicht sollte man die Karten einmal ganz so schauen und nicht bloß über die nächsten 10 cm vor meiner Nase. Wahrscheinlich auch nicht schon. So, wo sind wir? Geradeaus, da, gerät hinter. Der Müller-Serie schreibt der, so, ich habe die zurück. Oh, rein ins Kehrblech. Gibt ein Lied, das heißt, es blubbert in der Wanne, wenn man pupst. Gott sei Dank, dass es das gibt. Was tat man ohne dieses Lied? Was würden wir... Fahr ich wieder zurück aus, oder? Ja, natürlich fahr ich wieder zurück aus. So, Rückwärtsgang. Eingelenkt, halt die Fistmisi. Ja. Passen Sie auf, wo Sie hinfahren. Fahr dann du. Oh, Kackfrisur, du. Was ist das? Der Jak im Wasser. Genau wie Sunan sagte. Was für Jak im Wasser? Ich sehe... Ach, das ist der Jak im Wasser. Er wäre keine Statue. Er ist Geschichtenerzähler und übertreibt gern. Mal sehen, ob er mit dem Unterwassertunnel recht hat. Sie könnten runterschwimmen und... Ich schwimm da runter. Da ist der Tunnel, ich kann ihn sehen. Und das ist der Jak im Wasser. So, tust du mal... Jetzt machen wir so. Dann schwimmen wir da rein. Ach du Scheiße. Wie da Licht sein kann, das erklärt der... Oh shit. Ja, was müssen wir tun? Da kommt mir das auf, gleich! Dreh um! Ach du Scheiße. Da, auf! Da wo Licht ist gut! Ah! Der Jak im Wasser. Genau wie Sunan sagte. Das ist der Jak im Wasser. Ach du Kacke.
Er ist Geschichtenerzähler und übertreibt gern. Mal sehen, ob er mit dem Unterwassertunnel recht hat. Und da hat er sich dann hingeguckt und hat sich gedacht, so, du sterben. Hat er das nicht gesagt? Aber gut. Ja, da geht's weiter. Da habe ich Licht gesehen. Ich hab's gesehen. Indy! Schwimm ins Licht! Die Luftblasen. Wie lang ist dieser Tunnel? Die Luftblasen da, die ist nicht so gaudi da. Schwimmen wir lieber mal hier hinein. Okay. Fühlt sich gerade ein bisschen so, als da beim Kreis schwimmen. Da vorne ein Blubberblasen. Blubbel. Blubbel! Ich hab mich angetintet. Wo zum Fick tauchen wir mit an? Ja, die schaut doch gut aus. Die schaut doch gut aus! Los! Gibt's da sonst noch was? Das schaut voll gut aus. Das Bauwerk stammt von den Khmer. Khmer? Ich kenn bloß die Dwimer. Das Räderwerk reparieren. Jetzt warte mal. Das da schaut so verdächtig aus da. Da ist irgendwas. Da was da. Da haben wir da oben. Die Zahnradl sind verdächtig und das da schaut allgemein das schaut aus wie ein Tor oder so. Vielleicht geht das dann auf. Da kann man dann das Wasser ablassen oder so. Schauen wir mal. Haben wir genau da, wo wir sein Ein wollen? Räderwerk aus der Vorzeit. Die meisten Zahnräder fehlen. Die meisten Zahnräder fehlen. Da ist aber alles im Arsch. Muss man auch mal dazu sagen. Was ist das da? Die Zahnräder sind nicht angeordnet. Ja, da können wir noch welche reinstecken. Ah, warte mal. Foto machen. Mechanismen der Khmer. Mechanismen der Khmer. Ja, wir haben Zahnräder finden müssen. Zum Beispiel das hier. Das muss Teil des alten Räderwerks in der Höhle sein. Aha. Wenn das jetzt einfach reinstecken oder Ich was? brauche mehr Zahnräder. Brauchen wir ein kleines, oder kann man das auch da, warte mal. Das da reinpassen? Nein. Das da reinpassen? Ah ja. Und jetzt brauchen wir da, ja, das wird so nicht funktionieren, da brauchen wir noch mehr Zahnräder. Und auf die anderen Seiten kehren auch Zahnräder rein, wie ich das da richtig gesehen habe. Da in jedes Loch rein sein? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Birger, da werden wir uns wieder anstellen mit hier beim Scheißen. Prediction. Ich brauche mehr Zahnräder. Mehr Zahnräder. Kleine und große Zahnräder. Jetzt machen wir es so. 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 Dann kann da ein kleines einer passen, damit es durchgeht. Schauen wir mal. Da ist noch ein kleines. Schauen wir da mal, was passiert. Da, hier. So. Oder? Zwickt das, ne? Außer es gibt noch. Brauchen wir zwei kleine. Brauchen wir da ein kleines und da brauchen wir noch ein kleines. Das, wenn jetzt auch direkt auf meiner Nase liegt, das kann ich mir nicht vorstellen. Was ist das da? Der Mechanismus geht nicht. Der Mechanismus geht nicht. Ich möchte kurz mal festhalten, wie dermaßen gut diese Ruine, wo wir gerade sind, ausschaut. Heilige Scheiße. Muss man anerkennen. Kannst sagen, was du magst. Die Khmer waren Meister darin, sich Wasserkraft zunutze zu machen. Jetzt passen wir beobachten, was wir zum Beispiel nicht lernen. Wir haben 1600 Punkte. Wir könnten mal schauen, was wir noch skillen können. Bücher haben wir ja genug. Gegnerische Nahkampfwaffenangriffe werden effizient geblockt. Das hört sich doch einmal saugut an. Rein damit. Was haben wir noch? Wegducken. Perfektes Ausweichen bei einem gegnerischen Angriff bringt einen Ausdauerschub. Nee, Ausweicher tue ich fast nie. Klopper. Erhöht den Schaden aufgeladener Angriffe. Tue ich auch fast nie. Was haben wir da? Packen. Gut in Schuss. Erhöht die Munitionskapazität für die Kurzwaffe um 6 Kugeln. Brauchen wir eine Brotkopf für die doppelte Menge Brot mit. Das kann man mal. Haben wir da noch Fitness, Elan. Ein Boost zur schnelleren Wiederherstellung von Ausdauer. Auf das Wort ja auch schon lang. Verbraucht weniger Ausdauer und ermöglicht schnelleres Bewegen durch Verwendung von Umschalt beim Klettern mit der Peitsche. Das kostet bloß 150, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Überleben haben wir alles. Erkundung. Bücher, ach, das sind die Bücher, die haben wir schon. Kampf, Handlanger 1, einhändige Feuerwaffen verursachen, ja schießen nehmen wir fast nicht, zweihändige Feuerwaffen und verursache mehr Schaden mit ein- und beidhändigen Nahkampfwaffen. Das der wir auch noch mit dazu. Das der wir ja doch die ganze Zeit. Kampfgenie, wie viele Punkte haben wir noch? 370, da werden wir uns eh nichts mehr leisten können, was noch übrig ist. Machen wir das, was war Elan noch? Na, können wir uns nicht leisten. Oh, schaut doch gut aus. Timmy Boy!
Was mich immer wundert ist, wie das uralte Klump immer noch funktioniert. Ja, was mich wundert, sind Schlachtschiffe auf dem Himalaya. Birger und Rätsel, eine Hassliebe zum Zuschauen. Axel von der Bo, es gibt doch wohl was für Art von Rätsel. Gräbst wir mal da unten durch. Also wir sind auf alle Fälle auf der Suche nach Zahnradl. Da haben wieder so komische Holzdinger. Das kriegen wir schon. Außerdem, für was hab ich einen Backseat-Jet dabei? Hm? Da haben wir schon uns gefunden. Nein, ich glaube, ich weiß wie. Ja, ich weiß wie. Also eine Seite können wir betätigen. Wir werden aber wahrscheinlich 2 Seiten betätigen müssen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Mechanismus unter uns, da wo ich gerade nachgeschaut habe, die Tore aufmacht, ein Stückchen vom Wasser vielleicht abfließt und dann, ja, kann man da, nein, da brauchen wir noch nicht umeinander wursteln. So. Und jetzt, wenn ich da den Hebel betätige, dann müsste eigentlich die eine Seite gehen. Nochmal. Wenn das nicht gut ausschaut, dann weiß ich es auch nicht. Aber das heißt meistens nichts gut, wenn sie so... Geschafft. Jetzt die andere Seite. So, die Zahnradl kann ich natürlich nicht mehr aus. Wenn ich es raus tue... Okay. Steckt man jetzt einfach mit da rein. Das schaut doch gut aus. Steckt man das da rein. Schaut auch gut aus. Wo muss denn das Zahnrad überhaupt hin? Klangt das schon? Was das schon? Was ist da? Wo fängt denn das Zahnrad an? Unten. Da so. Ja, das ist zu klein. Machen wir so. Zwickt man das da ein. Wie viele Zahnradl haben wir? Das wird da nicht reingehen. Dann da ein klein sein und da ein klein sein. Haben wir noch 2 kleine? Wir haben ja gerade noch. Ja, wir haben 2 kleine schon. Nehmen wir das mal da rein. Ah, das zwickt er nicht. Zwickt das. Das zwickt er nicht. Also, wir haben 2 große und 3 kleine. Sage ich das richtig? Der KDW schreibt, wichtige Info, nimm die kleinen Zahnräder immer wieder mit dir, brauchst dann noch öfter. Okay. Aber gut, ich kann sie eh nicht einschieben. Ah, nein, das wollte ich nicht. Wo ist jetzt das Zahnrad hingefallen? Oh Gott sei Dank. Also da muss auf alle Fälle ein klein sein. Anders geht's nicht. Aber das da, zwickt das zwickt. Dann machen wir... Zwickt das? Nein, zwickt er nicht. Zwick. Probierst du nicht was? Ich meine, ich sehe zwar, dass es wahrscheinlich nicht geht, aber... Muss ich zuerst zum Laufen kriegen. Probieren wir was. Stopp. Die Seiten da. Da hat sie nichts da. Da hat sie auch nichts da. Das schaut doch gut aus. Schaut doch gut aus. Ne, schaut nicht gut aus. Aber das zwickt doch. Da zwickt es eine, da zwickt es eine, da zwickt es eine, da zwickt es eine, da zwickt es eine und da zwickt es eine. Was vergiss ich? Das große mit dem kleinen rechts tauschen. Warte mal, das übertragt da, das übertragt da, das übertragt da. Eigentlich müsste es doch gehen, oder nicht? Nochmal. Verstehe ich nicht. Warst du dahinter schon? Nö. Auf der Seite waren wir noch nicht dahinter. Guter Punkt, Mr. Bronxy. Aha! Ist ja klar, dass sie das nicht reden und dahinter keine Wasserkraft nicht ist. Von der Lore werden sie sich nicht reden. Wobei es mir nicht wundern wird. So, nochmal! Jetzt sind wir wieder an! So, man kann die Dinge ins Inventar tun, hat's geheißen.
Das wären beide. Zahnrad. Ah. Umgekehrt. Nein. Stopp. Nein! Ich bin jetzt irgendwas in der Nasenwald. Nein, das kann ich jetzt nicht ins Inventar. Da. Warte mal. Doch, jetzt ist es im Inventar. Wieso kann ich das nicht ins Inventar? Da? Machen wir so. Kuh. Ja, die kleine, das kann ich nicht. Und das da war schon drin, glaube ich. Okay. So, jetzt drehen wir mal an dem Würstel da. Vielleicht so. Jones! Boah, aber sehr entspannter Gesichtsausdruck für den lauten Jones-Schrei. Flamongo! Oh, leck, was haben wir denn jetzt? Wow. Gina Wow, na Gina Wild. Was ist das? Oh no. Das ist irgendeine Baumnatter, die tut da nichts. Gina? Jones? Gina! Oh. Stillhalten. Ich halte still. Nicht. Ich halte still. Ich finde das mit dem Schlangenwitz mittlerweile ein bisschen... Schlange. Das war eine große. Was war das? Hier kriege ich richtig Muffensaucen. Muffen, was? Ich finde, der Schlangenwitz wird langsam ein bisschen sehr inflationär oft gebracht, aber er wird ja irgendwie nicht langweilig. Achtung, Foto muss ich mir jetzt gelassen. Wieso haben Sie das gebaut? Wieso haben Sie das gebaut? Was nie? Komm, was werden uns jetzt da gleich angreifen? Was waren diese Riesenkrautwaben? Warte mal, haben wir eine Map? Ja, haben wir. Was ist denn da ins Wasser eingerutscht? Was war's denn, ein Krokodil? Ich sehe da keinen Weg nach oben. Der Eingang ist bestimmt unterirdisch. Oh no. Jones, Doch, da ist was. vielleicht geht es durch einen der beiden Türme, die aus dem Wasser ragen. Na, da ist ein Klingt Loch. gut. Sehen wir mal. Halt dein Mal, da ist ein Loch, ich hab's genau gesehen. Aber wie wird jetzt da gefressen? Also, da können wir nicht durch, oder was? Ich mag da eigentlich überhaupt nicht schwimmen, wenn ihr Mist sich umeinander guckt! Was tut denn da so komisch rot? Was war denn das? Was? Ich geh einfach nicht mehr ins Wasser, leck mich am Arsch, bist du behindert. Einer der beiden Türme, was meinst du denn da für Türme? Ich hab keine Türme nicht gesehen. Anaconda vermute ich einfach, das war Stick, glaube ich. Krokodil war es auch keins, da war's. Das war grau oder dunkelgrau. Sehen wir uns die Türme da genauer an. Welche Tür? Ich sehe keine Türme, ich sehe Palmen! Die im Wasser, wo du herkommen willst, also die zwei Ruinen-Dinger da. Ah, das hätte man vielleicht aber auch besser beschreiben können. Thalassophobie lässt grüßen mit so einem Viech im Wasser. Ja, das glaube ich ist was anderes. Thalassophobie ist, glaube ich, Angst, wenn es ganz furchtbar tief ist. Okay. Dann springe ich da mal rein, Vorsicht vor ne? der Schlange. Aber was zur Hölle hilft mir das jetzt? Ach, dass ich wieder rauskomme. Gibt's da irgendwas? Scheint mir nicht so.
Da. Was tut das rote Signal, das da aufploppt? Ist nur eine Schlange. Nur eine riesig große Schlange. Was für eine riesig große Schlange? Kommt jetzt da wirklich einer Anaconda daher, dann flippe ich aus, das ist schon klar. Atemistvieh. Da! Was? Wo? Jesus Christ. So. Was tun wir jetzt? Was soll man in die Türme da hören, ist die große Frage. Da gibt's nichts. Dann komm ich. Ah, da ist er noch. Ich schwimme einfach. Nein, rot schnell. Rot schlecht. Ja, rot. Ich verstehe schon. Ich verstehe, man kann da von Turm zu Turm schwimmen. Ich hab's schon verstanden. Ich würde aber auch gerne sehen, was passiert. Ich würde aber auch gerne sehen, was passiert, wenn es uns frisst. Das wird man bloß wieder als Tofu gerechnet. Ich weiß ganz genau. So, die beiden Türme da helfen mir einen Scheißdreck, gute Frau. Aber eventuell der da. Nein. Was ist denn jetzt? Ach, jetzt stecke ich fest. Oh no. Oh Mann, ich stecke fest. Okay, jetzt nicht mehr. Knappe Kiste! Knappe Kiste! Wir lassen uns nicht von der Schlange fressen. Ja, das wird der pure Geschäft was sein. Mich hat schon interessiert, was passiert, wenn die Schlange kommt. Ich mag aber keinen Topf! Ich will den Topf nicht! Ich nehme den Topf nicht an! Was ist mit dieser? Aufpassen! Muss ich da mal rundum da? Oh fuck. Oh, ist das mies. Du musst wieder durch die Türme durch unter Wasser Richtung Tempel. Habe jetzt aber nichts gesehen, wie. Aber weil ein bisschen die Orientierung da drin verloren, das muss man auch sagen. Jetzt steigen wir da mal aus. Oh, Der kommt auch in die Sammlung. Den nehmen wir mit. Kommt in die Sammlung. Das heißt, ich springe jetzt da ins Wasser ganz schnell da unten rein, probiere es aus mit der Schlange, der Topf geht dann auf mich. So. Na? Verpiss dich, Mistviech! Oh. So, und von da drin, da müsste jetzt Richtung, ich habe ja keinen Kompass und nichts, aber da müsste jetzt Richtung Tempel gehen. Schau mal. Aber da geht ja nichts. Dann tauchen wir jetzt mit so einem anderen um. Ah, das komische Gegluckse von dem Mistviech. Aber da ist... So, da haben wir ein Loch in Richtung Tempel. Aber bringt uns das was? Ist das da ein Loch? Ich weiß es nicht. Da ist aber auch die Schlange umeinander düst. Ich will noch mal Luft und dann schwimmen wir einfach rum und schauen wir, was passiert. Seien wir uns ehrlich, wir wollen es doch alle einmal sehen. Ja, ich möchte es eigentlich auch einmal sehen. Bin ich so ehrlich, Gibt's jetzt da Luft auch? Oh, fuck off.
Das war reichlich unspektakulär. Und den Topf lasse ich ziehen, weil ich hab's ja quasi nicht geschafft. Die Frage ist, wo wir da jetzt waren. Okay, also einmal da oben. Okay. So, Loch verpasst, aber wo? Da ist das Loch unten, ich seh's schon. Da ist ein Riesenschlange. Rein ins Loch. Oh, das wird knapp. Nein! Oh, das wird knapp. So, Luft. Luft. Ich hätte auch mehr erwartet, so wie es ist. Ich glaube, vielleicht wir haben wir aber auch irgendwo so komisch in einem Eck drin gewesen. Vielleicht sieht man es normalerweise besser und es hat bloß ein bisschen umeinander glitscht. Das kann natürlich auch sein. Aber wir werden es nicht nochmal testen. Oh, jetzt da rein ins Loch. Bin drin im Loch. Da ist das nächste Loch. Rein ins Loch. Heben. Da unten siehst du sogar ein Skelett von den vier. Ich wollte gerade sagen, irgendein Skelett ist da unten. Das ist die fetteste Anaconda, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Oh, und die Luft geht aus! Nein, das saufen wir jetzt nicht! Abflug! Da ist Licht! Wir gehen ins Licht! Ins Licht! Schneller! Oh. Heiliges Kanonenrohr, Batman! Rein in die finstere Höhle! Gibt's noch was Tolles? Oh, irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Haben wir schon da. Haben wir schon drin. Es war tatsächlich eine fette Schlange, die da rein, aber man hat noch bloß ihren Schwanz gesehen. Der war aber ganz schön kurz. Das war knapp. Sag nichts, ach Gott. Bieger, sag nichts heute einmal. Ach du Scheiße, was? What the fuck? Was da muss ich ab? Wie soll ich denn das machen? What the fuck? Kann ich da oben springen, meinst du, ohne dass ich stirb? Oh Gott, jetzt tatsächlich einen richtigen Topf kommen. Ich probier's. Bin schon da. Und jetzt wird's interessant. Ah. Hinab ins finstere Loch. Es schaut so gut aus. Fotoapparillo! Diese Bauweise erinnert mich an die Höhle unter der Cheops-Pyramide. Das kommt unerwartet. Was gibt's denn da drauf? Die Pyramide erforschen. Wenigstens ist die andere nicht dabei, das ist schon mal gut. The Never-Ending Peitschen. Bisschen schon, ja. Aber nehmen wir den Bums da weg. Die Schwingerei ist irgendwie so eine Sache. Foto? Da hat's geheißen, ich muss ein Foto machen. Was mache ich ein Foto? Foto von was? Ah, da ist was. Ah, Nephilim-Ritzzeichen. Die Diener. Waffe. Wo geht's jetzt so weiter? Kann ich da aufspringen, meinst du? Ah, tatsächlich. Oh, der bußfertige Mann wird bestehen. Foto? Was ist das? Das ist mal ein riesiger Pilz. Mal ein großer Schwammel! Deine alten. Geh mal auf mit dem Schmarrn! Schluss! Da ist ein Dreizack. Raus damit. Vielleicht kann ich da die Peitsche einsetzen. Was? Wo? Wie? Kann ich da rumspringen oder nicht? Hm? Verstehe ich nicht. Was hat er denn jetzt da gemeint, wo er die Peitsche einsetzen kann?
gar nicht, wo ich überhaupt hin muss. Da um mich, hä? Warte mal. Ja, jetzt warte mal. Deswegen liegen da so viele Speere umeinander. Passiert denn jetzt, wenn ich die Speere alle da daneben wirf? Haben wir schon durch! Muss ein Albtraum sein. Nein! Was sonst? Jede Wand ist mit Zeichen bedeckt. Wie eine prähistorische Bibliothek. Schwammerl. Marcus wird Augen machen. Ich mag nicht nochmal wieder Schlangen gefressen werden. Mit der man das jetzt. Also, machen wir folgendermaßen. So. Jetzt gibst du mir den mit. Nein! Nein! Ah! Okay, müssen wir weiter da oben. Schmeißen da ins Loch rein. Nicht. Okay, das hat gut ausgeschaut. Haben wir da noch einen? Ach, die respawnen wieder, oder wie? Okay, ja gut. Man kann quasi nicht versagen. Ja. Schmeiß jetzt da alles vorher Speere voll. Nein! Okay. So. Schmeißen wir nur einen ins Loch rein, in der Hoffnung, dass er nicht despawnt. So. Umgeschwingt. Hab ich jetzt da einen Sperling? So ist brav. Dann spieß ich die Schlange auf. Mistviech. Oh shit. Dann schwimmen wir. Probier's. Aha. Raus! Raus aus der Bude! Da geht der rote Ding aber viel schneller an als beim anderen. Oh, cool gemacht, kannst du sagen, was magst. Oh Mann, ich werde mir zweimal schwingen. Oh, dann werden wir noch einen Sicherheitsschwinger hinten rein. Easy. Ah, da warten die anderen Speere hinten gewesen. Brauchen wir noch mehrere Speere. Seht ihr noch irgendwo einen Schwammel an der Wand? Wo ist die verdammte Schlange? Wo ist die verdammte Schlange? Ich mag es überhaupt nicht wissen. Ich spring jetzt da um, ich werde schon beißen. Hat funktioniert. Jetzt wird's eng. Scheiße, wo kommen wir raus? Da unten kommen wir auf die Schnelle raus und sonst nirgends. Die hat sicher noch Babys. Da bin ich gespannt, ja. Da werden wir jetzt halt über, bis da hinter springen nicht hin. Schwimm! Schwimmen schneller! Verdammt nochmal! Geh wieder auf. Ja, da irgendein beim G oder an das Wassertropfen. Die muss doch hier sein. Oben ist irgendwas. Kann ich mich da einhalten an der Kanten, wo da der weiße Kantenmaler, sag ich das richtig, oder fahr jetzt da ins Wasser rein? Naja. Klettern haben wir geskillt. Gehen wir gemütlich mal. Schlangenweibchen sind bestimmt noch größer. Hast du hier unter den Rog eingeschaut? Okay, wir schwingen. Sicherheitsschwinger hinten rein. Ist da ein Elefantenskelett drin. Da zuckt das Wasser schon wieder. Oh, war da. Halt, stopp. Foto mal. Foto wovon? Da. Schlechte Perspektive. Schlechte Perspektive? Wieso denn? Da. Ein gepanzerter Kriegselefant. Was zur Hölle ist hier passiert? Was zur Hölle ist hier passiert? Der hinkt da schon eine Zeitl. Weil sie die Schlangen Spaß draus gemacht haben. So, da links müssen wir um. Wenn wir da irgendwie schöner. Gehen wir das mit Anlauf und unterm. Oh, jetzt ist es gespeichert. Raus hier! So. War mal wo? Und Nein. Okay, hab's schon verstanden! Was muss ich machen? Und fällt dir das? Ja?
Du Mistvieh! Wir braucht's ihn! Das ist die kleinste Boss-Area, die ich jemals gesehen habe! Aber geil gemacht. Das einfach passt einfach irgendwie. Wo bist denn? Hopp! Einen hab ich noch! Oh, die anderen haben auch schon wieder respawn. Oh, Fixe! Wie oft muss ich das machen? Muss ich da nachschießen? Was muss ich da? Ich weiß nicht. Gib mir noch einen Speer. Gib einen Speer. Hoffentlich war's das. Nur eine tote Schlange ist eine gute Schlange. Nur eine tote Schlange ist eine gute Schlange. Sehr gut, wunderschön. Ah, kriegst noch einen neuen Ohrschlag. Ah, den ist der Sicherheits-Poseidon-Speer, den nehmen wir mit. Und noch so. Aber beim Boot nur der bußfertige Mann wird bestehen, oder was? Ah, da. Ah ja. Haben wir schon wieder so weit. Rein damit. Sehr cooler Abschnitt, gefällt mir sehr gut. Wie eigentlich fast eigentlich jeder Abschnitt. Also wenn wir jetzt da aufkommen, kann ich da umspringen. Da wird, schaut aus, als könnte ich mich da einholen. Ich probier's einfach. Ah ja. Der Weiß auf den weißen Kantenmaler ist Verlass. Absolutes Pro-Gaming! Steffi, das darf ich auch sagen. So, wo ist... Ah. Gehen wir da. So, mit Umschalt soll ich eigentlich schneller graben können, hat es vorher mal geheißen, gell? So, jetzt gehen wir da ums Eck rundum. Ein Sprung des Vertrauens. Es ist aber... Nein, das sagen sie anders in The Last Crusade. Die Frage ist, was da jetzt weitergeht. Oh ja. Sind wir schon da. Ach du Scheiße, das Mistviech hat sich gehalten. Gibt's da was? Wenn da schon wieder Speere sind, dann heißt das nichts Gutes. Ich nehme eine Sicherheitssperre mit. Muss ich wieder... Da haben wir was. Aber was soll ich da hinten? Hä? Da bin ich doch gekommen, oder nicht? Ja. Liegt er da, oder? Seltsam, seltsam. Reise hauen Sie hier. Ich wünsche Ihnen eine wohlzunächtigen. Hauen Sie hinein. Sehen wir Sie am Mittwoch. Übrigens an alle. Am Mittwoch spielen wir einen Fastfood Simulator. Dann machen wir unsere eigene Fastfood-Ketten auf. Und am Freitag geht's weiter mit God of War. Am Freitag geht's weiter mit God of War. Mit einmal. Damit nichts passiert, ne? Und da um. Ah, da. Ein bisschen schneller klettern da jetzt. Da habe ich da zur Gaudi eingespielt, oder was? Geheimnis gefunden? Super, für den Scheiß bin ich nicht gekommen. Nee, Philipp. Ja, also, ist das jetzt oder so ein Abzweigeweg, wo ich eigentlich gar nicht hin muss, oder? Da unten ist ein Schwert, da haben wir keinen. Ja, Moment mal, wo soll ich denn jetzt? Ich komme ja da nicht mehr weg. Ich komme ja da gar nicht mehr. Da ist noch eine weiße Kanten hingepinselt. Komm ich da rauf? Da? Oder bin ich komplett lost jetzt? Bin ich lost ein wenig. Muss ich da wieder umspringen oder was müssen wir jetzt da? Springe ich so wieder zurück aus? Ja. Bin ich da komme ich doch niemals um. Aber mir wird nichts anderes überbleiben. Ich sehe nämlich auch nichts, was da
Da hinten geht nichts mehr weiter. Ums Eck graben, glaube ich, können wir nicht. Glaub an dich, Junior. Na, ist es gegangen. So, wo haben wir die ganzen Speere gefunden? Da, gell? Kann mich nicht mehr ganz orientieren, wo wir hergekommen sind. Sind wir da aus dem Loch rausgekommen? Ich weiß es nicht. Dann geht es nämlich noch mehr ein Stückel zurück aus. Das war, genau, das war das Stückel mit der Schlangenhaut. Da waren wir auch schon. Was ist wir da um? Hä? Probieren wir es einfach einmal, wenn wir noch eine Chance finden. Ne. Wieso kann ich da nicht rauf? Gut. An der Stelle waren wir definitiv noch nicht. Schaut aus wie eine Schlucht in Minecraft mit den Steinen, da gebe ich da absolut recht. Also da waren wir noch nicht. Oder kommt man das? Nein, da waren wir noch nicht. Durch den Schlitz sind wir auch noch nicht durch. Kann man schon richtig sein. Schauen wir mal. Warum hat dieses Abenteuerspiel mit dem Indiana Jones so viel mehr Flair als, so gut die Spiele sind, als den neuen Tomb Raider und Uncharted? Da glaube ich, schwimmt bei mir, vielleicht auch bei euch, sehr viel Nostalgie mit. Ah, mit Schiff kann man schnell graben, das habe ich wieder vergessen. Glaube ich. Es ist auch irgendwie ruhiger und oldschooliger, das Spiel da. Ich weiß nicht, wie ich anders sagen soll. Haben wir jetzt da weiterkommen? I see Schlitz! I go da rein! Das kann man umhauen. Kann ich das umwerfen? Nein, kann ich nicht umwerfen. Da ist Schlangenhaut. Aber ich muss da durch, oder? Ah, okay. Die Lichtspielungen an der nassen Wand sind richtig gut gemacht. Ganz ehrlich, allgemein, die ganze Grafik von dem ganzen Spiel ist richtig brutal gut gemacht. Habe ich nicht damit gerechnet. Ganz einfach, weil es sollte einfach besser sein. Ego-Perspektive spielt sicher eine große Rolle. Ja, da hast du absolut recht. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Was war denn das? Was habe ich gefallen? Alter, ist der unsichtbare Mann. Da hast du absolut recht. Das spielt eine große Rolle. Und wie ich das gehört habe, dass das permanent hin und her schaltet zwischen Ego-Perspektive und wenn man zum Beispiel kraxelt oder schwingt, dass man dann kurz aus der Third Person sieht, also Kamera hinter einem ist, habe ich mir eigentlich schon wieder gedacht, so mit Ah ja. Zweimal Sepp. Reingeschissen. Kimi da wieder zurück. Und dass Ego-Perspektive in so Adventure-Spiele funktioniert, das haben wir in Skyrim. Das haben wir in Skyrim schon gesehen, dass das funktioniert. Da habe ich auch immer gemeint, ganz am Anfang, also 2011, wie Skyrim rausgekommen ist, habe ich tatsächlich in der Third Person gespielt. Lang, weil ich das einfach nicht gewohnt war, wie so eine Art von Spiel mit Melee. Gut, später läuft sowieso alles auf den Stealth Archer hinaus. Jeder, der Skyrim gespielt hat, weiß, was ich meine. Aber am Anfang habe ich halt mit Hacki und so gespielt, weil ich halt die Spiele so gewohnt war. Was war denn das? Wer hat denn jetzt da gerade mit mir geredet? Spinnst du ein wenig, oder was? Was ist das? Was ist das? I'm a simple indie. So tut sich rein gar nichts. I see a Dreischalter, I drei. Werden das wieder für ein närrischer Schmarrn da sein? Kann ich da umspringen, möchtest du sagen? Weiß nicht. Probier's. Bitte kein Topf. Ist gegangen? Aber da wird wahrscheinlich auch nichts tun. Vielleicht müssen beide gleichzeitig umgelegt werden. Soll ich das denn bewerkstelligen? Kommen wir in eine andere Richtung auch dran? Nö. Geh mal wieder. Leicht. Sag ich, das Cody war jetzt da. Jones, hören Sie mich? Ja! Leider. Indy? Alles in Ordnung? Nö. Ja! Können Sie mich holen? Warten Sie! Ich komme! Gut, die Schlange hat Sie nicht verspeist. War knapp. War wirklich Hat knapp. sie aber getötet. Da ist ein Loch. Oh, das arme Ding.
Tja, und jetzt können wir das... entweder Sie oder ich. Jetzt können wir das Loch da aufmachen wahrscheinlich, wo ich vorher schon einer wollte. Oder? Hallo? Oder muss ich die jetzt da aufziehen? Ja, du dämliches Rindviech, siehst du das Loch da nicht, oder was? Ich muss gegen die Schlangen kämpfen und was weiß ich, was ist für ein Scheiß machen. Du Rind... Jones, wo sind Sie? Wo sind Sie? Da, die kannst du haben. Helfen China Sie mir hochziehen. Heute in meiner Peitschen fest. Oh Gott. Alles gut? Da brauchst du die Mulle. Ja, Gute das Arbeit. Was ist das hier? ist ein richtiges Weiß Haus nicht. vom Erinnert mich an die mittelfränkischen Höhle, in der ich das Viertel. Idol des Ra gefunden habe. Wie könnte eine altägyptische Höhle Ich glaube nicht, dass sie von den Ägyptern ist. der Orden der Nephilim? Vielleicht. Soll das heißen, die Vorfahren des vatikanischen Riesen haben vor Tausenden von Jahren das hier und die Höhle unter der großen Pyramide in Gizeh gebaut? Klingt ausgedacht. Gelbe für Sepp. Ob die Nostalgie so sehr kickt, dass wir Old Indie-Fans so begeistert sind, da sollte man hier die Jungen fragen, die definitiv zu jung für die alten Indiana Jones-Filme sind. Wer da herin ist unter 20? Rein in den Chat. Wer ist nicht mit den Indiana Jones-Filmen aufgewachsen? Was bewirken diese Hebel? Ich weiß nicht, Keine trauen wir mal Ahnung. gleichzeitig. Aber es gibt zwei. Ich nehme den hier. Sie bin bereit. Los! So, da tut sich etwas. Was tut sich denn? Eine Tür hat sich aufgetut. Oh no, oh no. Oh no. Das Spiel gewinnt. Oh Gott. Okay. Diese Statue da. Sieht aus, als würde sie etwas bewachen. Was ist denn das? Maya Dildo-Schach oder was? Nein, nicht O10, das ist ein Fotomacher. Sieht mir nicht nach einem traditionellen siamesischen Spiel aus. Vielleicht haben das Ich tu mit die... dies da. Steinteile. Das muss ein Rätsel sein. Jetzt wird's kreislig. Was ist das da? Ah, wischen. Ich Das wische. Spiel offenbart das Geheimnis. Oh, spielen wir ein Spiel, Jones? Ich liebe Spiele. Du nervst. Ja, ich versteh's schon. Verstanden. Wenn ein Spielstein direkt neben einem von den Dingen ist, dann dreht er sich um ein Viertel. Wenn zwei direkt dran sind, da oder da, dann dreht sich der mittlere. Wenn ich da an einer tue, drehen sich die drei. Ja, verstehe schon. Und wo es hinzeigen, gingen die Zapfen aus der Wand raus und wenn alle vier in eine Richtung zeigen, geht die Tür auf. Entweder, ich weiß nicht, was es bringt, wenn es da hinzeigen, da ist kein Tier nicht. Aber Die Luke ist aufgegangen.
Ich wollte gerade sagen, für das gehen wir Steine ab. Und deswegen kann man die daneben abstellen. Sie kriegen langsam den Dreh raus. Damit sie sich gar nicht dran, weil sonst kommt man nicht hin. Jetzt machen wir das einmal so. Dann gehört eigentlich mindestens da einer hin. Hoppala. Da einer hin. Da einer hin. Aber wir kriegen jetzt den letzten Draht. Eigentlich geht man ein Stor ab. Wir gehen viel mehr Storn ab. Wir müssen, ich nehme mal an, die müssen alle da umziehen. Ja, das ist richtig. Da haben wir alle raus. Halt, stopp. Was? Die drehen sie dann natürlich beide. Wir müssen mit so wenig Stornen so viele Drehungen hinkriegen, wie es irgendwie geht. Easy! Da ein absolutes Pro-Gaming gesehen. Ne? So. Eine Karte. Vielleicht kommt das Ding bei der Gina rein. Sukhothai vielleicht. Ich muss mir das genauer ansehen. Ja, Bird-like Schnauze. Ja, ausnahmsweise habe ich wirklich verstanden, wie das Rätsel funktioniert. Ich darf es zugeben, wenn nicht. Das habe ich schon oft genug. Ja. Ein Fels? König im Dildo-Schach. Stein. Stein. Hier ist der Gina. Diese Karte zeigt den Weg zum Stein. Das ist großartig, Jones. Wir sind fast voraus. Figurenaufstellung des Nephilim-Spiels. Nephilim-Spiel. Genau, und jetzt sozusagen alle die Dinge in Richtung Statue und jetzt haben wir was gekriegt. Wahrscheinlich müssen wir das da abfotografieren. Nehme ich an. So. Ich hab's. Verschwinden wir von hier. Herr Leitner! Kuss auf die Nuss, merci wieder im Fünfer. Was haben Sie? Nichts. Fast in 3, 2, 1. Ich habe jetzt eigentlich auch damit gerechnet. Also jetzt passiert dann gleich wieder was. Wissen ist ein Fluch. Oder es bringt nur Tod. Das ist der Riese, oder? Wie du da aufgekommen bist, das möchte ich wissen. Ich hab schon auf die Uhr geschaut, es ist 10. Wo handen die 2 Stunden hin? Das Spiel ist so verdammt gut. Gewarnt. Reden wir gleich. Das haben Sie, ja. Und verdammt, Sie gewinnen. Ich gebe Ihnen, was Sie wollen. Sehen Sie hier. Na, das haben... Los. Rennen Sie! Alles in Ordnung? Mal. Ich suche einen Weg nach unten. Oh no. Sie stören die Oh Wörter. no. Ich halte sie auf. Halten Sie lieber Nazis auf. Ich kenne ihresgleichen.
Unermüdliche Schatzjäger sind alle gleich. Ich bin kein Voss. Oh, das wird doof, fürchte ich. Sie graben zu tief. Die Erde wird sie verschlingen. Das ist nicht mein erstes Mal. Ich bin Profi. Sie dürfen das Geheimnis nie lüften. Warum? Warum hüten Sie es? Block! Sie hätten sich raushalten sollen. Ja, klar. Das gilt für eine Menge Dinge. Ich will mal wieder Brot essen, damit nichts passiert. Brot! Was soll denn jetzt mit dem da sein? Dies ist eine heilige Stätte und für Sie verboten. Schade. Ach du Scheiße. Ihr Eingreifen wird unser Ende sein. Okay! Okay! Ja, was war das? Ja! Was Ziel? Komm, Ziel nennt man mich schon los. Ich brauche immer bloß klicken da. Oh ne, wer ist denn mit der Schwa... Jürgen. War eigentlich jetzt cool, wenn er rumfuhr, so klonk. Jetzt abzugeben! Ich muss wissen, wofür die Steine sind. Sie müssen nichts wissen. So oder so. Ich find's schon raus. Dann halte ich Sie auf. Dann prügel ich weiter auf Sie ein. Hey! Ihr beiden! Ihr führt euch wie zwei kleine Schuljungen auf. Wisst ihr Es das? ist göttlich! Voss will doch, dass ihr euch bekämpft. Und während ihr damit beschäftigt seid, Weiter auf euch wird er uns die Steine vor der Nase wegschnappen. Ist so gut. Ich muss die Worte schützen. Ich muss büßen für meine Vorfahren. Oh, um Himmels Willen! Na und? Ihr hängt in der Vergangenheit. Und ganz genau in diesem Augenblick breitet sich das Böse aus. Und wir können wählen, ob wir das bekämpfen oder einander. Ich habe keine Wahl. Er hat's ihm gesagt. Tolle Ablenkung. Ich hab's ernst gemeint. Ja. Verschwinden wir. Weiber, Hier Alter. kriege ich Muffensausen. Muffensausen. Schöne Szene. Mit Sunan sprechen. Und jetzt müssen wir den ganzen Scheiß weg da wieder heimgurken. Was? Okay, Bruder. Stimmt, wo ist mein Hut? Ich hab einen Hut auf, ich sehe ihn im Schatten. Also müssen wir da wieder heimgurken oder was? Ja gut, gucken wir halt wieder heim. So, an die Leute, ich mag nicht gespoilert werden, selbstverständlich, ist ja klar, aber an die Leute wie der KDW-Feuer und so, die es schon durch haben. Normalerweise spielen wir ja immer, haben wir gesagt, wir spielen ein bisschen länger. Für mich ist jetzt auch wichtig, wie weit sind wir? Sunan könnte uns bei der Karte helfen. Er kennt sich hier bestens aus. Da war ein Foto zum Malen. Ich sollte mit ihm reden, sobald wir allen Hinweisen hier in Sukhothai nachgegangen sind. 22%, 35%. Ach. Sie wacht über den Fluss. Ich hasse euch. Alles im Butter auf dem Kutter. Vollgas.
50%? Ja, okay. Ist eine Frage eigentlich. Hast du so 2 bis 3 Hauptmissionen vor dir? Also ich denke nicht, dass wir heute noch eine Hauptmission schaffen, weil die hat uns jetzt da sprichwörtlich über eine Stunde gekostet. Aber ein bisschen der wir schon noch. Wie schaut es denn eigentlich mit dem Podcast aus? Das wird wirklich immer noch jede Woche gefragt, gell? Podcast ist nicht auf dem Plan aktuell. Halt, stopp, was ist das? Wo muss ich Foto machen? Vorsichtig! Will ich nicht. Was soll ich jetzt da machen? Muss ich da aufspringen oder was? Und was ist eigentlich mit dem Daisy-Server? Ich muss ein Foto machen jetzt geheißen, aber von was? Von da? Nicht gut. Ich brauche wirklich schön hier. Ich brauche wirklich schön hier? Der Gamli ist der Einzige, dem ich so einigermaßen glaube. Er sagt so 80%. Was soll jetzt, was genau soll ich jetzt hier? Ja, mit dem haben wir schon noch die angekündigte halbe Stunde. Tun Sie sich nichts hinunter. Komm wieder, wir... Achso. Okay, dann zwicken wir uns oder so durch. Ja, eine halbe Stunde werden wir schon rein progressen. Wird nicht helfen. Geheimnis gefunden. Ja, aber... Was ist das da? Kann das? Was tut das? Top. Ah. Und das sind andere. Okay. Das wird mein Rätsel-Endboss. Ich sag's euch gleich schon. Dafür muss ich aber noch außerfinden, wie es genau funktioniert. Ich glaube, das Ding, also nach links dran, lässt alle rundrum außerfahren, nach rechts dran lässt alle in einer Linie außerfahren. Uff. Wo sind das wieder? Wir kriegen das Ding da wieder außer. Wir kriegen das da wieder außer! Ah ja. Ach du Scheiße. Ne? Oh, jetzt wird's asozial. Ja, das ist, glaube ich, schlauer. Warte. Das ist, glaube ich, schlau, wenn wir das da rein und drehen wir es so auf. Wie viel so Relikte habe ich? So viel wie ich gefunden habe, oder was? So wie wenn ich gar keins gefunden habe? Mein Gott. Dann ist das Ding wieder außer. Ja, Stiegel für Stiegel. Ja, das macht ja keinen Sinn. Oder? So. Dann machen wir mal top. Dann rechts, das darf halt eigentlich relativ offensichtlich sein, aber dann kriegen wir da nichts mehr ein. Machen wir so. Und stecken wir mal alle scheiß Relikte ein, die wir haben. Weil ich das Gefühl habe, wir haben so viel, dass es wurscht ist. Und wenn wir noch eins haben, dann ist eigentlich eh fast, meine ich, wieso brauche ich gar nicht nachdenken. Das hat nichts mit der Story zum tun, ja, aber ich muss da durch. Ach du Scheiße. Ich muss da überhaupt nicht durch! Was mache ich denn?
Absolute Zeitverschwendung. Tu das Ding wieder aus da. Raus, da fahr ich irgendwann her. Außerdem hat es sowieso nicht funktioniert. Da ist ein Loch, da steckt man was rein. Hoppla, falsch abgebogen vorher, so nach links drehen, rausziehen. Na, nie wieder. Einschirm. Also Relikte habe ich nur, so schwer wäre es nicht sein. Du hast eines vergessen, du Nuss. Echt? Wir haben eh so viele Relikte. Jetzt mag ich wissen, was drin ist. Hopp, oder? Machen wir so. Da muss ich sowieso. Warte mal. Ja, das funktioniert sowieso nicht. Hoppala. So. Dann machen wir da rein. Linksdreher. Dann machen wir. Die ist scheißwurscht. Ist eh scheißwurscht. Ist eh scheißwurscht, weil wir Fake noch haben. Dann tun wir da noch eins rein. Ich kann es ja stecken lassen, ist ja scheißegal. Das kann ich dann offstream auch regeln. Wenn es pressiert. Oh, hat er mir jetzt alle rausgeschissen, oder was? Da habe ich jetzt 10 Relikte reingeschissen. Der kommt auch in die Sammlung. Damit ich eins kriege, oder was? Nein, ich hab schon wieder alle. 12 Uhr alte Relikte. Okay. Hat's das braucht? Ja, hoppala, ich hab mich verfahren. Keine Ahnung. Also, hat sich rentiert. Herzlichen Glückwunsch. Was ist jetzt da? Jetzt steck ich wieder fest. Nein, da nicht, passt schon. Gehen wir. Hab mich verfahren. Du Mieze, Entschuldigung, mein Fehler. Müssen wir umkehren. Da müssen wir umkehren. Ich hab jetzt da, falls du fragst. Langsam, Jones. Langsam, Jones. 15 von deinen Dildos eingesteckt, Gina. Jetzt haben wir 16. Herzlichen Glückwunsch. Die Löcher schauen jetzt eng aus. Ganz ehrlich, Drachenlord ist so 2018, dass ich sagen muss, was tut denn der eigentlich? Weiß man eigentlich, was der tut? Seitdem der heilige Ofenkäse nichts mehr tut, beziehungsweise seinen heilig versprochenen Eidschwur gebrochen hat. Ja, ich mach nur so lange weiter, bis der Drache aus dem Internet verschwindet. Ja, ein Scheißdreck, du Vollidiot. Müssen wir hier geradeaus. Kann am Ofenmann, kann mir jemand die Frage stellen, so mit Rumhaterei? Zahlt ganz gut, oder? Es war irgendwie ein Schmarrn, wenn man aufhört. Da kann man ein Foto machen, hat's geheißen. Ich hab keine Zeit zum Foto machen. Ich hab keine Zeit zum Foto machen, wir haben noch eine Viertelstunde. Okay, eine Viertelstunde haben wir noch. Ja, jetzt hängt der Ofenkäse bei der komischen aus Berlin rum. Ja, hab ich schon mitgekriegt. Seitdem ist er entabonniert und taucht nie wieder, hoffentlich, in meiner Empfehlungslisten auf. Nie wieder. Das ist verlorene Arschloch. Ja, vor allem wird es ganz leise unter den Teppich gekehrt, dass man gesagt hat, man will aufhören, wenn der Drachensepp aus dem Internet verschwindet. Moment, da haben wir noch mehr ein Foto. Von irgendwas kann ich da mehr ein Foto machen. Naja. Wow. Ich glaube, der fährt gern Motorrad, obwohl er ja gar kein Motorrad fährt. Ja. Gestern im Discord hat mich, spielt hier jemand Killing Floor? Gestern hat mich jemand im Discord gefragt, ob man mir Killing Floor 3 spielen. Da habe ich mir gestern bei der GameStar was, glaube ich, einen Trailer angeschaut. Stelle fest, Bruder, das schaut richtig gut aus. Also es schaut ernsthaft richtig gut aus. So, wo müssen wir hin? Kaimus Kaskit. Gibt's das da irgendwo? Dorf. Watzasi, geheimer Eingang zur Waffenkammer. Wahrscheinlich ist so das Dorf dann wahrscheinlich, oder? Kann man sagen. Ja, bei der Schule Joka hängt da mal an, ich hab mich mit der nicht befasst, keine Ahnung, das ist auch irgendeine dumme Scheißfotze. Und jetzt, wo der Drache ein Depp
keinen Content mehr hergibt, muss man sich natürlich andere Idioten suchen, auf denen man rumhackt. Den Hass! Und Kruzifix im Prinzip, ja? Leute verarschen. Das verkauft sich im Internet einfach ganz gut. Da kann ich nur auch Leute versingen, so ist es nicht. Faschisten. Da hat man es als Arzt nicht leicht. Was ist denn da, der Nö? Hey, Mr. Nö, Kann wer ich bist Ihnen denn irgendwie helfen? Sie sind Dr. Jones, oder? Hat Pylin mir erzählt. Sagen Sie, Doktor, sind Sie mit Ein Professor Kruzifix über den Flemings Ofen? Werkzeuge Nein, das ist der mir Blitzfiltrat nicht. vertraut? Halt, stopp, da muss ich kurz was dazu sagen. Ich werde den Teufel tun und mir den seine Idioten-Community hier irgendwie anlocken, dass dann auf mich losgehen können. Das glaube ich nicht. Gut, allerdings, ich wage mich aus dem Fenster zu lehnen und zum sagen, ich habe einen IQ, der ist höher als ein Drachenlord seiner. Und Sie wissen schon. Aber herausfordernd der mal sein nicht, weil wenn du 100.000 von denen Vollidioten am Sack hast, haben wir auch keinen Spaß mehr. Bedauere. So ein Doktor bin ich nicht. Oh. Was tun Sie da? Ich versuche die Arbeit des Professors nachzuvollziehen und Selbstarznei herzustellen. Nach der Flut letzten Monat haben sich viele Leute eine bakterielle Infektion eingefangen. Und mir fehlen einfach die nötigen Medikamente. Hätte ich Medikamente, würden Sie sie annehmen? Als Geschenk natürlich. Ja, Doktor. Ich wäre Ihnen ewig dankbar. Höhere IQ als ein Drachenlord, ja, das ist wahrscheinlich wirklich nicht schwer, das ist allerdings richtig. Es ist halt, das hat ja ein sicheres Ausmaß angenommen beim Drachensepp, dass ich auch irgendwann einmal gesagt habe. Werden mir eines Tages vertrauen. Das war ja schon monatelang so. Was haben wir da eigentlich? Bestform, erhöht Gesundheitsreserve durch das Hinzufügen eines Balkens, da braucht man 15 Medizin. Was haben wir da? Ausdauerbalken, verbesserte Fitness für 15. Boah, da müssen wir 12 sehen in die Medizinflasche, also ob ich das Offstream noch zusammenkriege. Mal gucken. Oh! Free Bandages. Es war ja die letzten Monate, es war nicht bloß ein paar Tage noch, waren ja die Videos, die er über den Drachensepp macht, waren ja die schon lächerlich. Da habe ich schon die ganze Zeit gesagt, Alter, der zirkt jeden Scheißdreck von dem Typen aus. Das weder irgendwie zum Lustigmachen ist oder schlimm war oder sonst was. Hauptsache, er kann jeden Tag ein Video machen und seine Idioten-Community klickt am Tag 100.000 Mal drauf. Ich darf es genauso machen. Ich sag das freiwillig, wenn ich mir einen Drachenlord als Content raussuche, dann darf ich es genauso machen. Das kreide ich nicht an. Was ich am Ofendeppen ankreide ist, so eine große Fresse, wenn der Drachensepp vorbei ist, ich mach das nicht wegen dem Geld, ich mach das nicht. Und wenn er weg ist, dann hör ich auch wieder auf. Ja, einen Scheißdreck machst du. Einen Scheißdreck machst du, mein Freund. So, was haben wir da? Spendenkästchen. Burger Spendenkästchen. Ich muss da mit Pylin sprechen und dann schauen wir uns noch, was das nächste Mal auf uns zukommt. Halt, stopp, wo? Ich kann nicht sehen. Da drin. Da drin. Freut mich. Ja, Ich möchte Ihnen etwas zeigen, Dr. Jones. Ja, ich auch. Im Hintergrund Könnten Sie sich das Hosentürgeräusche. ansehen? Hey, du hast es gerade das Knackbrot, du hast es bloß nicht gespannt, ja? Gut, zeigen Sie mal her. Was war das? Der Ofi Ich ist habe ein versucht, Kasper. dieses Dokument zu übersetzen. Der Ofi ist ein heuchelnder Fordern Abbruchmaterial Kasper. für Ausgrabungsstätte an. Der muss Wo ja haben auch Sie die das her? Clipschneider und Thumbnail-Artists Atit hat sein. es von einem Faschistentrupp, der von einer anderen Archäologin Darf mich angeführt nicht wurde. wundern. So eine Blondine in einem Lager im Südwesten. Was ist im Südwesten? Nichts als Felsen und Bäume, soweit ich weiß. Der Mann ist geschossen, also okay, Kanon. Kanon! Die Explosion war sogar noch heftiger. Was die wohl treiben? Sie haben was gefunden und sprengen es jetzt frei. Nein, Graben ist nicht ihnen viel wichtig, zu überhaupt nicht. lahm. Voss scheint verzweifelt. Verzweifelt genug, um rücksichtslos unser Land zu zerstören. Ich werde es mir mal ansehen. Dass wir einen Pfosten noch nicht gesehen haben, ist ein bisschen erstaunlich Falls fast Sie die schon. Explosion untersuchen wollen. Die Explosionen nachgehen. Regenbogenschaf war der Beste, das ist absolut wahr, ja. Ohne Scheiß, der Moment, diese Discord-Mitschnitte, Die Alter. Explosion war im Südwesten. Diese Discord-Mitschnitte, Alter, sind so geil. Das ist nämlich das wahre Gesicht des Lords, des Lards gewesen. Und wie er erklärt, da haben zwei so Typen auf ihm zugekommen. Ich kann es nicht mehr genau wiedergeben. Ich war auch in dieser Drachenbubble. Der zeigt nicht runter. Ich habe das auch genossen, so mit, das ist wie ein Unfall. Und der Wongel hat es verdient gehabt, weil er einfach die Fresse nicht gehalten hat, dieser Vollidiot. Aber das war einfach zu dumm, oder ist er zu dumm gewesen. Wenn
wenn er erzählt, da haben so zwei so Typen gekommen und die haben dann angegriffen und dann, ich glaube sogar, die haben auf eine Tussi losgegangen oder so. Und er wollte sich darstellen und hat halt die Geschichte so erzählt als der große Samariter und Helfer und hat die zwei Typen dann vertrieben und dann hat er das so erklärt, der hat ja einmal Karate gemacht oder irgendeinen Scheiß. Und dem einen habe ich einfach aufs Maul gehabt, dann war er weg und der ist mit einem Messer auf mich losgegangen und dem habe ich dann einen Roundhouse-Kick gegeben. Und dann fragten der Regenbogenschaf, ja, Rainer, aha, ja, cool. Und wie war das dann und wie war das dann und so, das geht die ganze Zeit so still dahin. Und irgendwann am Schluss, also, wieder der Roundhouse-Kick kommt, ja, hast du da auch golden geleuchtet währenddessen? Ohne Scheiß. Das war subtile Verarsche auf unfassbar hohem Niveau. Aber das, was der Ofen sagt, ich berichte ja nur. Ja, komm halt dein Maul, du Trottel. Du Vollidiot. So, jetzt können wir mein Boot anrufen. Wir konnten mein Boot anrufen. Spendenkästchen, das hilft mir einen Scheißdreck. Wo müssen wir hin? Da hinten müssen wir. Können wir wieder. Da brauchen wir das Boot. Unser Boot ist da. Da fahren wir schon noch hin. Ich brauche einen Cliffhanger für nächste Woche. Ich brauche einen Cliffhanger fürs Ende. Nächste Woche müssen wir dann allerdings fertig spielen, Kinder. Ich meine, das ist ja klar. Das ist, fahren wir jetzt alle umeinander. Das ist die alte Wut. Hat er in die Prügeln ausgeschmeißt. Haben Sie die Explosion gehört? Nein! Ja, Pailin will, dass ich den Grund herausfinde. Ich glaube, das war im Südwesten. Südwesten, ich hab leider keinen Kompass. Das hilft mir Scheißdreck. Südwesten, ach, ganz da unten. Ja, da fahren wir schon noch, Du, da fahren wir schon noch, Check the Ripple. Wie heißt das, wenn eine Asiatin und ein Afghanier ein Pärchen sind? China... Darf ich da schon Loch drüber oder darf ich mal... Oder wir dann auch wieder... Ja, komm, hör mir auf, du. Komm, hör mir auf, du. Check the Ripper, mir ist 44 Monate und deinen Risser. Jupp, das war's Pik Drachengeld. Es war auch anfangs mit dem Ofenmann alles in Ordnung. Ja, ich hab das auch geschaut. Tun sie sich nicht hinunter. Aber der zirkt das schon seit Jahren durch und so ab der Mitte habe ich festgestellt, der macht nur Scheißvideos. Der macht nur Drecksvideos, da ist nichts Besonderes, nichts interessant, nichts irgendwie besonders verwerflich, was der Drache angeblich wieder da hat. Das ist alles bloß noch KI-generierte Thumbnail und Clickbait-Scheiße und sonst nichts. Und während dieser Phase hat er es dann wahrscheinlich selber gespannt und hat sich dann irgendjemand anderen gesucht. Und sowas hasse ich. Ja? Nicht auf Leute losgehen, das tue ich auch, oder hab ich auch da, sagen wir es so, oder auf Sachen losgehen, auf irgendwas, sich drüber lustig machen, ich sag was Kruzifixformat, ich mag das auch. So ist das nicht. Aber die Scheiße, die der verzapft und abzieht, vorher mit große Fresse, dann bin ich halt, dann höre ich auch auf. Dann höre ich auch auf, ja, einen Scheißdreck tust. Und 2 Jahre vorher habe ich schon angekündigt, dass er einen Scheißdreck tun wird. Ich mach das hier nicht wegen dem Geld, na. Na. Nö, du. Ich arbeite ja nur ganz normal. Ja, freilich arbeitest du nur ganz normal. Ich habe einen Hof am Anfang auch geschaut, jetzt aber auch nicht. Ja. Trotzdem hat er auf jedem Video über 100 Die Faschisten haben Sprengstoff eingesetzt. Hoffe, sie haben noch nichts gefunden. Das hat bloß einfach einmal gesagt. Ja, das wollte ich eigentlich schon lange mal sagen, dass mir das nervt. Und ich nicht ganz verstehe, dass das so viele Leute diese Scheiße anschauen. Das ist wirklich faszinierend. So, die Tempelanlage untersuchen. So, was hat es da zerrissen? Gib mir mal jetzt da irgendeinen Cliffhanger oder irgendwas her. Den Eingang aufgesprengt. Aha. Dann können sind sie alle hin? Können sie aber auch nicht weit, dann können sie aber auch nicht weit sein. Oh, was da los ist. Und jetzt redet er über die Shoyoka und so, dass der auch auf den der KuchenTV immer reagiert. Stimmt, der KuchenTV macht da Content drüber, ja. Stimmt. Ich verfolge einen KuchenTV nicht, aber es wird mir heute einmal vorgeschlagen, wenn ich mal wieder dumm genug war. Irgendeine Scheiße kurz 2 Sekunden noch zum Schauen. Mal sehen, was passiert. I'm a simple Indie. I see a... Was heißt ein Hebel auf Englisch? Trigger? Na. Egal, ich sehe einen Hebel der 3 ohne. Ja, das war wieder eine super Idee. Du bist mein Lebensretter, Kumpel. Lever! Ja, dankeschön. Jetzt, was du sagst, weiß ich es aber. Oh, da hat es 2 betüdelt. Da hätte man schon ein wenig Blut rauslaufen können lassen können. Also ist nicht. Die Tier kann man aufmachen. Schaut mir zumindest das an. Okay. Der schreckt mir ein wenig. Pull the lever. Wrong lever. Ah. Wer sind Sie? Und wer Annika ist,
Normalerweise die von der Pippi Langstrumpf. Das finden wir nächste Woche raus. Meine Damen und Herren, merci fürs Zuschauen. Da Stereo Birger sticht sich gegenseitig die Augen aus. Like smashen. Kuss auf die Nuss. Finale nächste Woche, und wenn es bis um 12 Uhr dauert. I don't give a shit, bitch. Meine Damen und Herren, hier haben wir unseren Cliffhanger, wer auch immer die Annika ist. Wir werden das nächste Woche erfahren. Ich hoffe, wir haben heute einigermaßen so weit gespielt, dass wir nächste Woche einigermaßen zeitig fertig werden und nicht erst um 1 in der Früh. Das ist das Wichtigste. Aber nächste Woche endet Indiana Jones and the Great Circle. Bin ich sehr gespannt. Sehr gespannt. Grandioses Spiel, 10 von 10. Wahrscheinlich gebe ich ihm aber auch plus 10 von... Nein, ich wüsste nicht, was ich an dem Spiel aussetzen würde. Weißt du, was ich jetzt für ein Problem habe? Ich kann Offstream nicht spielen. Fuck, das habe ich nicht bedacht! No! Warte mal, ich tue mir schnell Kontrollpunkt laden, vielleicht bin ich noch mit draußen. Damit bestichst du niemanden. Ja, scheiße. Muss ich das, was der Toto schreibt, muss ich offstream wieder weiter Balatro spielen. Was übrigens immer noch ein grandioses Spiel ist. Habe ich tatsächlich offstream ein bisschen weiter gespielt. Das tue ich selten. Dann spielen wir es am Freitag fertig. Nein, am Freitag wird God of War weitergespielt. Das ist nämlich was, das ist ein riesengroßes Spiel, da sind wir gerade mal bei der Hälfte. Da werden wir noch bis April brauchen. Ich habe es ausgerechnet. Wenn wir jeden zweiten Freitag God of War streamen für 3-4 Stunden, haben wir im April fertig. Das ist der Grund, warum ich solche Spiele normalerweise nicht spiele. Ja, mal gucken. Und je nachdem, wie gut das Kingdom Come ist, muss im Februar gegebenenfalls God of War jeden zweiten Freitag für Kingdom Come weichen. Weil Kingdom Come ist wahrscheinlich auch wieder so 100 Stunden Schinken und ja, weißt du, was es ist. Die Tussi nervt, dieser Minuspunkt. Herr Werner, das ist ja das Einzige, da gebe ich dir recht. Aber das kann man auch wieder ein bisschen runterdrosseln, wie schlimm die Tussi ist. Ich finde jetzt zum Beispiel, die Tussi ist nur nervig, weil ich im Stream gern was sage und was vorlese, und wenn sie da ihr Maul nicht halten kann, dann nervt mich das. Wenn ich jetzt keinen Stream da hätte und nichts sagen, sondern da einfach für mich spielen, dann darf das Spiel einfach ein bisschen lebendiger machen, weil da immer jemand ist, der mit mir redet und interagiert und so. Dann glaube ich, ist es nicht ganz so nervig. Also es ist schon zum Verkraften. Am Anfang war es schlimm. Am Anfang war es wirklich gescheit nervig. Da hat es alle 2 Sekunden dieselbe Scheiße gelabert. Jetzt am Schluss ist es nicht mehr ganz so schlimm. Der Weibia schreibt, wer Kingdom Come 2 in irgendeiner Form spoilert, fliegt. Ich sag nur jetzt schon mal vorsichtshalber. Weibia, das ist ein guter Punkt. Es gibt ja auch schon wieder Leute, die schon wieder Videos haben. Ich habe 60 Stunden Kingdom Come gespielt. Das ist, was ich erwartet. Also wer sich das vorher anschaut, dem kann ich nicht helfen. Ich werde mir nichts anschauen. Ich werde das Spiel blind kaufen. Ich bin schwer davon überzeugt, dass das Spiel gut wird. Und wer da herin irgendetwas spoilert, das, was der YBO sagt, ist einfach sofort weg. Und zwar auf der Stelle. Und ich finde es eine absolute Frechheit. Leider Gottes werden halt die Keys vorher gerne mal ausgeschickt an große Streamer und so. Die können dann schon wochenlang dahin spielen und das ganze Spiel ist eigentlich schon wieder im Internet, bevor es überhaupt rausgekommen ist. Ich weiß es nicht. Braucht's das? Ich meine, die wissen schon um die Macht der Streamer. Wenn die sagen, das ist ein gutes Spiel, dann wird es auch ums 5-fache gekauft. Aber trotzdem, das ist auch schade. Geil, BFZ! Bin gerade am Schuhputzen und du da? Ich weiß nicht, warum man um 10:30 auf die Nacht seine Schuhe putzt, aber kann man mal machen! Hauen Sie rein, merci dir. Alfarius, merci für deinen Resub und 38 Monate. Ich hab's, glaube ich, übersehen. Kuss auf die Nuss. Der Trappe schreibt, die letzten 2 Jahre war im Kino nicht mal im Ansatz so unterhaltsam wie der Birger. Immer wieder ein Genuss, Press F für den Herr Trappel. Das ist natürlich zu viel des Lobs. Kuss auf die Nuss an alle, die sich nach dem Gameplay übrigens schleichen. Like-Button nicht vergessen zu smashen. Danke fürs Zuschauen. Kuss auf die Nuss. Und an den Herrn Trappel, die letzten 2 Jahre war im Kino fast ausnahmslos Scheißschrott, da ist nicht viel dabei. Da kann ich meinen Kader daher sitzen und der schafft es auch. Der Müllschusser schreibt, habe Tritt, ich verziehe mich in Nachschaussquad, bin gespannt, wie der Stream war, habt ein gutes Nächtchen, Triple F mit Mods, schau Drapse. Herr Müllschuster, viel Spaß beim Nachgucken. Was die Martha schreibt, soll sie aus des Ansa noch spielen? Ja, das kostet glaube ich 4 Euro auf Steam. So haben sie aber ein grandioses Spiel, das habe ich damals dermaßen bereut, dass wir das nicht im Stream weitergespielt haben. Also fertig spielen sowieso nicht, weil das ein 100-Stunden-Schinken ist oder ein 50-Stunden-Schinken. Das funktioniert einfach mit meinen Stream-Terminen nicht.
Aber wer das 1er noch nicht gespielt hat und sich aber eventuell aufs 2er gefreut, unbedingt spielen. Unbedingt. Das ist damals, wann ist denn das rausgekommen? Da haben wir noch nicht einmal regelmäßig gestreamt, jeden Montag, Mittwoch und jede Woche und so. Und das haben wir kurz einmal reingeschaut, ich glaube 1, 2 Streams und dann war es wieder, weil ich der Meinung war, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so die Art von Spiel, die für diese Community passt. Es ist aber halt doch 7 Jahre her. Seitdem hat sich ein bisschen was geändert. Aus 2er wird nicht fertig gespielt. Ich kann es nicht versprechen, ich weiß ja nicht, wie lange es 2er ist, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kingdom Come 2 50 Stunden, das ist halt ein Rollenspiel. Und es soll doppelt so groß sein wie das 1, also dann reden wir von 100 Stunden, also das werden wir nicht fertig sehen im Stream. Aber wir werden so viel reinzocken, wie es geht, weil ich richtig Bock habe. Muss man spielen, allein schon für die Quests. Das Kampfsystem ist leider, aber alles andere reißt es raus. Ich habe das Kampfsystem nach ein paar Stunden gar nicht mal so schlecht gefunden, aber ja, das ist nicht das Beste. Das muss man sagen, was es ist. 80 bis 100 Stunden heißt. Ja, das ist da müssen die Fulltime streamen und selbst dann wären wir nicht fertig. Da brauchen wir 10 Tage, müssen wir 2 Tage, jeden Tag 8 bis 10 Stunden streamen. Kannst du vergessen. Ich war damals live dabei, der Max der Company, das ist absolut richtig, an deinen Namen erinnere ich mich auch noch. Du warst auch einer der ersten, die sich von mir eine Sache aus dem Merch genehmigt haben. Wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, du hast mir mal ein Beutel geschickt mit dem Schnacksolotl. Das bist du gewesen, glaube ich. Findest du einen Link auf die Gachen vom Kingdom Come 1 Stream? Ich kann es probieren. Moment, der ist halt noch auf nicht gelistet von damals. Die findet ihr in der Suche nicht. Der ist halt 100 Jahre dort. Lass mich schauen. Kingdom. Da haben's, beide. 13. und 14. Februar 2018. Alter, das war vor 7 verschissenen Jahren, Alter. Ich rast komplett aus. Ich gebe den Link, Obacht, auf YouTube ansehen, 1 und 2. Dass da natürlich der Stream noch ein bisschen anders ist, pass auf. KDC 1 Nummer 1. Ich spam das da schnell rein. So. Und da haben wir. Alter, da steht noch der Fernseher unter meinem Schreibtisch und das Warcraft-Poster hinter mir und der Sessel, der jetzt im geh mir mehr auf. KDC 1 Teil 2, postet da einer. Da, Link ist im Chat herin, wer sich das anschauen will. Der eine dauert 3,5 Stunden und der andere dauert 4 Stunden und ein Viertel. Weißt du, da ist noch das gute alte Kevin, oder wie hat es geheißen? Wie hat das Mikrofon gleich wieder geheißen? Das ganz alte, das ganz erste, ich glaube Kevin oder so. Ja, ist wurscht. Das ist wirklich lang her. Es war fast auf den Tag genau 7 Jahre her. Utopisch, Alter. Bruder, da war ich noch. Es ist fast noch 2 Jahre vor dem Tag gestanden. Wahnsinn, so lange, Alter, wir werden alle grau. Ja, nicht bloß ich, aber grau ist das neue Schwanz. Das müssen wir wissen. Wir werden Alter, ist das alt. Das ist wirklich alt, ja. Mr. Sharkbite Zero, wenn mich nicht alles täuscht, dann warst du damals auch schon da. Du bist auch schon sehr, sehr, sehr lang da in dieser Community. Sehr lang, weiß ich. Wo ist der Max der Quamper? Ich mag jetzt wissen, ob er das war mit dem T-Shirt, wo er meinen Schnacksalat. Yes, das war ich, da schreibt es. Ja, schon, ja, was mich hier alles erinnert. Macht oft nicht den Eindruck, aber manche sagen, ja. Justin hat's geheißen, nicht Kevin. Wobei Justin oder Kevin hat 3 Tenten nicht um. Ich will jetzt im Februar 26, Alter, komplett krass. Ja, krass, Alter. Das heißt, du bist gekommen, Simate ist auch schon sehr lange dabei, Geibiff ist auch sehr lange dabei, Löwensepp ist sehr lange dabei, bei Hako ist sehr da. Es ist bloß nur was heißt bloß noch? Ich meine, es waren halt auch wieder über 1000 Leute da. Es ist halt einfach wirklich, was soll ich sagen, die Namen bleiben halt hängen. Immer wieder die gleichen. Manche kommen, manche gehen. Ihr erinnert mal zurück an, weiß noch jemand, Frau Gewalt? Das absolute Fangirl, Level 90.000. Dann hat es noch eine gegeben, wo der Name jetzt nicht mehr einfällt, verdammt. Max der Quamper, ich bezeichne mich gerne als einer der ersten, der die Lives mitbekommen hat und die Layers of 4 Streams. Das waren die wirklich die allerersten. Der Schröi wird dieses Jahr 28. Jetzt, wenn ich im Osten wohnen darf,
Und Ritter heißt nicht, dann kann der Bab sein. Frau Gwald hat den Tonkrug als... Ja, genau. Die hat mir den Tonkrug geschenkt. Und eine Tasse, wo drauf steht: Birger, du Vogel, geiler Wichser. Ja, aber nicht so aktiv, seit 300 dabei. Ja, das ist lang her. Wann waren das 300 Video? Muss ich nachschauen. Warte. Bavarian 300. Das war mein erstes virales Video. 5. Februar 2011. Das war auch fast auf den Tag genau vor 14 Jahren. Ja. Bruder, da war ich 24. Alter, halt dein Maul! Halt doch dein Maul! Aber der Tag der Jahresfeier, wo wir einfach wieder zurück nostalgisch werden, einmal einen Stream lang, der steht ja auch wieder an. Ich glaube, der 17. März ist. Pass auf, How to Leberkas. Da ist der 10. Entschuldigung, nicht der 17., der 10. Mai 2017. Dann wird dieser ganze Bums da, ich sage jetzt mal, wo mein YouTube-Dasein wirklich losgegangen ist, wird dann 8 Jahre alt. 8. Heilige Scheiße, Mann. Wie schnell ist diese Zeit vergangen? Wow. Wow. Und dass das 8 Jahre lang so funktioniert, wie es funktioniert, das funktioniert ja immer noch. Natürlich hat der ganze Kanal büßt, weil keine Videos mehr kommen. Ja, das ist das, was Asmongold zum Beispiel immer predigt: Never break character. Ich kann meinen Charakter nicht brechen, weil ich so bin, wie ich bin da. Aber die 116.000 Abonnenten, die kommen, größtenteils wegen die How-Tos und Kruzifix. Und sowas hängt da halt irgendwann nach den Jahren einmal aus dem Hals heraus und dann machst du das nicht mehr. Und natürlich leidet da der Kanal drunter. Das ist nicht mehr so, wie das vor 3, 4, 5 Jahren war. Das ist nur normal. Ärgert mich das? Nein, ich weiß ja, dass ich selber schuld bin, weil ich einfach keinen Bock mehr auf diese Art von Videos habe. Aber dass jemals diese Stream-Geschichte mit Dialekt so funktionieren kann, hätte ich niemals gedacht. Niemals. Für das bin ich so unfassbar dankbar, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Überhaupt gar keine Ahnung. Und in diesem Sinne wünsche ich euch nun eine gute Nacht. Vielen Dank für die letzten 8 Jahre. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Einer-Donaten. Danke an alle Mitgliedschaften. Danke an alle neuen und alten Mitgliedschaften. Danke an Leute, die seit 60, 70 Monaten dabei sind. Das ist habe ich vorher schon einmal gesagt, das ist ein Maß an Loyalität. Das ist so unbegreiflich. Nach 8 Jahren immer noch für mich. Es ist unfassbar. Ich kann nicht mehr sagen wie merci. Es ist utopisch. Wir sehen uns am Micke, der Kochmützen am Bälle. So sieht's aus. Ich hoffe, dass ich es noch hab. Und dann habe ich die Burger ausgeschmeißt und die Pommes gebrüttelt. So sieht's aus. Und am Freitag sehen wir uns mit God of War. Danke fürs Zuschauen. Like nicht vergessen an alle Neuen. Vielleicht ist ja jemand Neues dabei. Abo und Glocke kontrollieren. An alle, die schon lange dabei sind, Glocke kontrollieren. Und an der Lesung sehen wir uns am Mittwoch um 20. Wenn nicht erscheint, Kackfrisur. Ja, heute mal einen ganz klassischen. Habe ich gut nachbenannt. Ich mache jetzt ein bisschen leiser die Tröte, weil sonst hebt die Bürgerin wieder aus dem Bett raus. Die ist da direkt hinter mir. Nicht am Boden im Bett, aber halt eine Mauer ist dazwischen, weißt du, hey! Muss klar, und das war wahrscheinlich schon wieder zu laut, dass ich wieder Anschiss kriege. Kruzifix nochmal. Seit wann streamst du so lang? Muss es sein? Ja, dann du später ins Bett! Schleicht euch auch wieder bis Mittwoch 20 Uhr. Okay, tschüss! Oh, Hashtag Schödrapse, Hashtag Kackfrisur. Tschüss dann.